Ja, grüß euch benannt und einen Sackreschgurden. Jetzt Kasperl. Leute, Ding. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Das lang erwartete, lang angekündigte Interview mit dem Bärchen der letzten Leaks hier mit Wollbunny ist da. Allerdings ist das outgesourced worden. Ich habe hier unten die ersten 1,5 Minuten übersprungen, das erzähle ich gerade selber. Ist jetzt Interview geführt worden von Demon. Ofi hat das an Demon outgesourced. Warum weiß ich nicht? Ist mir wurscht. Es ist da. Die ganze Nummer dauert 58 Minuten. Wir steigen bei 1 Minute 23 ein. Für die Leute, die es schon nicht mehr auf dem Schirm haben, weil es ja dann schon ein wenig her ist. Wir haben ja am Ende dieser Leaks haben viele von uns Fragen gehabt. Ne? Und Ofi hatte gemeint, er hat Kontakt eben zu diesem Bärchen und man kann Fragen in die Community stellen und das wird dann in einem Interview umgesetzt. Ich glaube, die brennendste Frage wird hoffentlich beantwortet, warum man ihm da am Schluss nicht nochmal sauber einen vor den Latz geknallt hat. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Dementsprechend, Leute, hockt euch her, Sammermehrer, reißt euch ja Häube auf. Mir ging an einer in Rainer, aber ohne Rainer, sondern bei Demon mit dem Wollbunny-Bärchen. Genau. Ja, und jetzt habe ich die Ehre, die gute Wollbunny zu begrüßen. Hallo. Hallo. Ja, ich hatte gerade in der Einleitung schon erzählt, dass Ofi mich gefragt hatte, ob ich das Interview führen kann. Das mache ich natürlich gerne. Zumal, und das hatte ich gerade eben dir schon gesagt, das ja ganz witzig ist, weil wir einen ähnlichen Hintergrund haben. Denn ich war ja auch mal eine Zeit lang, naja, Mod warst du gar nicht in dem Sinne, aber du hast ja engeren Kontakt gehabt zu Rainer. Also wir haben Rainer beide sozusagen als Ex-Freund. Das finde ich im Übrigen interessant, dass es den Ding wieder eingeschaltet. Genau, finde ich interessant, weil das ja auch so eine Sache war, wo ich drüber gesprochen habe, wo es eben um dieses Thema ging, von wegen, dass oft mal das Vorgehen der Bärchen kritisiert wurde und eben auch, dass sie ihn da gegen Ende nicht nur ordentlich einen geklatscht haben. Verbal natürlich. Dass ich ihm gesagt habe, man hat heutzutage nicht mehr die Möglichkeit, so viel Erfahrung zu sammeln, um dann wirklich so effektiv Leaks zu fabrizieren, wie das zum Beispiel damals ein Demon gemacht hat. Ne? Der war ja zigfach unter allen möglichen alter Egos bei Reini auf den Servern, sei es jetzt Teamspeak oder Discord, und konnte natürlich Erfahrungen sammeln und weiß natürlich, okay, ne, wenn Reini eh schon ein bisschen gereizt ist, dann kann ich so oder so weit gehen und kann dann da viel besser abschätzen, was er sich leisten kann und was nicht, bevor der Bannhammer fliegt. Ne? Und diesen Luxus haben halt die Ladies nicht gehabt. Die mussten da rein, die hatten die eine Möglichkeit, okay, wir sind jetzt auf diesem Server, wir können jetzt diese Leaks machen. Und sie haben sich halt dafür entschieden, dass sie auf jeden Fall ein bisschen mehr auf der sicheren Seite sind, um mehr Content zu machen. Oh, ja, kann man so sagen. Ja, genau. Nur einmal, also ich habe ganz, 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 ganz viele Fragen aus der Community bekommen, aber ich habe auch so ein paar eigene Fragen natürlich. Bin ich gespannt. Das find ich auch cool, weil deswegen finde ich es eigentlich fast besser, dass Demon dieses Interview macht, weil er halt wirklich Ahnung hat. Dieselben Sachen auch durch hat, ne? Dieselben Geschichten sich hat anhören müssen. Also nicht Wort für Wort, aber vom Style her. Ne? Wenn Rainer mal wieder der Meinung war, jetzt mal so eine Viertelstunde irgendeine wüste Bumsnügel-Geschichte daherlügen, das hat er ja nicht erst erfunden, als er da jetzt auf diese Bärchen getroffen ist. Ja, du hast jetzt gerade schon im Vorgespräch
Vorgespräch, Lell, das waren nur 3 Minuten, erzählt, dass die gesamte Zeitspanne, also wo ihr mit Rainer Kontakt hattet, dass das nur 2 Wochen waren. Das ist krass. Okay, ne, wir haben auch schon häufiger spekuliert, ne? Ihr, ich, andere Creator im Game, war dann immer so, wie lang hat das jetzt gedauert? Und es waren tatsächlich nur 2 Wochen. Ich hätte auf 3 getippt gehabt, aber und das ist halt wirklich krass. Überlegt euch mal, wie viel Content da entstanden ist, ne? Einfach mal, egal jetzt mal qualitativ oder nicht, ne? Nehmt mal alle von diesen Leaks netto und hängt die aneinander. Und dann schaut mal, wie viel Prozent von 2 Wochen das sind. Und wie verzweifelt dieser Mann sein muss. Er ist da mehr oder weniger nur online gewesen. Es wird so gewesen sein. Ich hoffe, sie gibt mir jetzt da recht, dass die sich abgesprochen haben und gesagt haben, ich nehme ich nehm die Nachmittagsschicht und du nimmst die Nachtschicht oder so. Weil das kein Mensch aushält, ne? Weil man will auch noch wissen, wann dann da Reini noch im Gym war immer, ne? Wenn er eigentlich mehr oder weniger 24/7 im Internet gepimmelt hat. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt war, aber ich das gerade irgendwie erstaunlich, weil das war ja doch dafür ganz schön viel Material. Also muss das ja eine ziemlich intensive Zeit gewesen sein. Ja, es war tatsächlich nicht so viel, aber wir waren ja sehr oft mit ihm zusammen auf dem Discord und haben doch sehr viel geredet. Ja, krass. Kanntest du Zoe vorher schon? Ja, ein bisschen. Aus dem Game dann wahrscheinlich aber, ne? Oder? Ja, vom vorherigen Discord. Also ich würde mal sagen, ein paar Tage vorher und da haben wir auch so einfach geredet und wir sind zufälligerweise dann zusammen da reingestolpert, sage ich mal. Also ich muss gestehen, dass ich mir nicht alle Leaks angehört habe. Ähm, Lieber Demon, da hast du nicht so viel verpasst. Ich habe sie alle, ich habe sie mir alle angehört. Und das war größtenteils dröge, muss man schon sagen. aber mir ist in den ersten Leaks schon direkt aufgefallen, dass sowohl deine als auch Zoes Stimme, dass die mir irgendwie mega bekannt vorkam. Das Demon, hast du einen großen IQ in Stimmerkennung wahrscheinlich. kann natürlich daran liegen, dass Stimmen von Mullen generell einfach gleich klingen. Aber wart ihr schon auf vorherigen Discords irgendwie? Also ich meine jetzt so im Bereich, keine Ahnung, 2018 bis 2022? Nein, tatsächlich nicht. Krass. Zoe ist komplett neu. Ich bin zwar schon etwas länger dabei, aber ich war nie auf einem Discord, habe auch nie mit jemandem geredet und das Gleiche ist auch für Zoe so. Ja, krass. Genau. Steckt ihr dann? Alter, wenn Zoe wirklich komplett neu im ganzen Drachengame war, dann ist ja wohl, also dann ist schon eine herbe Nummer, ne, dass sie dann gerade auch die Auserkorene war, die als erstes angegraben wird. Da ist ja schon, ja, da ist dann schon heavy vor. Das Beschleunigung von 0 auf 100 Sachen 80 in 0,2 Sekunden. Auch hinter dem Kanal Freundin aus Denken oder waren das Dritte sozusagen? Ähm, Ich habe da mitgewirkt. Zoe ist eher im Hintergrund gewesen. Sie, ja, sie war eigentlich nur für Rainer mit dabei. Wie gesagt, also das Reinstolpern. Ne, wir sind wirklich reingestolpert da Reingestolpert mit AI, ganz wichtig. drinnen. Ja. Und es war eine etwas größere Gruppe, die da ein bisschen unterstützt hat. Und genau, da auch die Idee kam von anderen dann noch. Und Also war das es ist dann, zusammengekommen. das war dann auf jeden Fall auch schon von Anfang an geplant. Also es war jetzt nicht irgendwie so, ja, mal gucken, was passiert, sondern also ihr seid da reingegangen und wusstet, okay, wir ja, horchen ihn ein bisschen aus und nehmen das auf. Ja, Okay. das war von Anfang an drinnen. Ja, gut. Auf die Idee hätten wir alle selber kommen können.
Und der erste Kontakt, wie kam der so zustande? Also, Der erste Kontakt. Alter, das hört sich so an, als wären die. Das wird da irgendwelche Astronauten interviewen, die tatsächlich irgendwo auf Aliens gestoßen sind. Oh, und wie war der erste Kontakt? Wie habt ihr kommuniziert? du müsstest vielleicht mal erklären, du hast gerade vom ersten Discord gesprochen. Das war aber schon dieser Fantasy-Universumsmüll-Discord, oder? Genau, der Discord, ich glaube 3 oder 4 Tage, bevor er seinen Geheim-Discord aufgemacht hat, ähm, da hat er den dann geschlossen. Ja, das war auch geil. Reini hat diesen Blog da rausgeknödelt und den dazugehörigen Podcast, den ich leider nicht komplett reacten konnte, weil er dann wieder offline war. Und hat einen offiziellen Discord dafür gehabt, auf den sich die Leute über den Blog bewerben konnten. Hat das dann alles zugemacht, weil ihm zu viele Leute auf den Discord gekommen sind. Hat den geheimen Discord aufgemacht und hat dann da behauptet, er will ja überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Und das wollte er nie. Lel. War aber auch, glaube ich, nur für ein paar Tage offen. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, nämlich, als der geschlossen wurde, das war, also ich will jetzt das nicht mir auf die Fahne schreiben oder so, es lag jetzt nicht an mir, aber es lag an vielen, die so gehandelt haben wie ich, weil ich weiß noch, die letzten Stunden des Discords, da konnte man da, glaube ich, einfach so drauf joinen, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Das war ganz witzig. Das war nämlich tatsächlich aus Versehen, weil unser Technikguru Rainer hat sich natürlich mal wieder vertippt und hat dann über 800 Leute reingelassen, die eigentlich mit ihren Bewerbungen da noch in der Liste standen. Das Sagt einfach, geil. Und dann beschwert er sich. Weißt du, es ist mal wieder seine Schuld. Offensichtlich für alle, außer für ihn. Den Discord haben ihm ja auch die Hater kaputt gemacht. Und ja, wenn du 800 davon auf den Discord einlädst, dann ist klar, dass sie dir den Discord kaputt macht. Du Dulli. war eigentlich nicht geplant. Hat er auch dann später noch zu Zoe und mir gesagt. Da hat er einfach gefettfingert. Aber ich kann mich auch noch, also ich habe mich natürlich da auch beworben. Da ich irgendwie bin wie bei den Simpsons. So die Finger, die sie zum Wählen benutzen, sind zu fett. Ich hatte jetzt nicht mehr vor, okay, ich werde jetzt so viel Zeit investieren in Rainer, aber ich wollte halt gucken, so was auf dem Discord so abgeht. Und ich habe halt diverse Accounts und das Geile ist ja, Rainer ist wirklich unfassbar ungebildet und doof. Und an den letzten Account, mit dem ich drin war, wo ich dann auch ein bisschen vielleicht übertrieben habe, irgendwann wurde ich gebannt, ich weiß nicht mehr genau, was ich gefragt habe, irgendwie, ob es in seinem Universum das World Trade Center gibt oder so, weil mein Name war Mohammed Atta und ich habe also richtig dumme Fragen gestellt und er hat auch drauf. Das ist halt beider Keks. Aber das ist das, was ich meine, was ich vorher gesagt habe, ne? Demon hat halt in Rhiniologie halt schon seinen Masterabschluss, ne? Der hat da seinen Doktor schon gemacht. Natürlich weiß der genau, was er bringen kann bei dem. Das oh Mann. Geantwortet. Ja, genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, genau. Dann kamen halt ganz viele und dann, wollte ich sagen. Ach so, ja, genau. Dann haben halt super viele Leute da rumgetrollt. Man sollte in einem Channel auch, glaube ich, Fragen stellen, nee, irgendwie seine eigene Sicht auf die Welt oder so reinschreiben. War das nicht irgendwie so? Und da hat einer einfach ChatGPT hat laufen lassen und das ging wirklich über Stunden. Das waren irgendwie 300 Seiten nachher. Rainer hat sogar irgendwann geschrieben, okay, reicht jetzt auch. Ja, ja, genau, okay. Ja, Der liest sich eh. Habe ich das jetzt gerade richtig gecheckt? Hat jemand Rainer dazu gebracht, sich über Stunden mit ChatGPT zu unterhalten, zu streiten in seinen Kommentaren, ohne es zu checken? Und dann setzt sich Rainer da rein und prahlt vor den Bärchen damit, dass die Hater verschwenden ihre ganze Lebenszeit, dass sie mir die Kommentare dazu spammen und mich kostet es nur einen Klick. Aber ich kann das nicht mehr.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht die Bewerbungen durch. So, ich würde mal behaupten, die ersten, ich sag mal, 10 Bewerbungen hat er sich bestimmt durchgelesen. Also zumindest so weit, wie es halt geht, ne? Ja. Aber danach, ich glaube, dann hat er einfach nur noch geguckt, so, euer Profilbild guckt ganz okay aus, normal. Okay, die Person heißt Rein. nicht Rudi aus Buddeln 88, die darf rein. Okay. Ja, ja, ist halt so. Reini will immer dieses im Internet stattfinden mit Reichweite und allem drum und dran, aber er will die Arbeit nicht, die das macht. Ne? Ich weiß, ich bin auch gerade wieder groß am Schwallen. Ich weiß, ich hänge auch schon wieder mit dem Kommentare beantworten hinten nach. Verzeiht es mir. Ich mache die Nummer hier gerade auch jetzt noch eher nicht hundertprozentig fit. Ja, 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 krass. ich würde mal sagen, so war das auch. Und dieser geheime Discord, genau, wie bist du denn darauf gekommen? Er hat dich dann wahrscheinlich angeschrieben, oder? Ja, es war nämlich so, Es war nämlich so, okay, jetzt hier hol ich mal ganz kurz meine Glaskugel raus. Und sagt, dass es folgendermaßen war. Die waren auf diesem vorherigen Discord drauf. Da hat dann Reini schon ein Auge auf die geworfen. Wahrscheinlich waren sie sogar früh genug drauf, dass sie, dass er so ein bisschen seine Deckung hat fallen lassen. Und dann hat er sich gedacht, oh, die haben sich 2 Minuten mit mir ganz nett unterhalten. Die wollen sicher die Mütter meiner zukünftigen Kinder werden. Die lade ich jetzt auf diesen Discord ein. Und dann hat er sich gedacht, verkaufe ich ihnen das als große, große Ehre. Und das ist der Grund, warum da sonst keiner draufkommt. Dann habe ich einen Discord mit 2 Frauen, die ich nach Belieben irgendwie belästigen kann, ohne dass es Zeugen gibt. Ne? Und ohne dass es irgendwie lästige Konkurrenz gibt vom Demon, der schon wieder in die Parade reinfährt, in seinem Revier wildert. habe da schon mit anderen Leuten auf einem anderen Discord drüber geredet, dass der Discord eh nicht lange bleibt, aber dass er sich wahrscheinlich wieder einen geheimen Discord oder irgendwie sowas eröffnet. So. Ich meine, Ja, ja. es ist Rainer, der gibt irgendwie nicht so schnell auf damit. Also habe ich mir einen Plan gefasst, ein bisschen Sympathiepunkte zu angeln auf dem Discord und das hat auch sehr gut funktioniert. Mit den Leuten geredet, auf einem anderen Discord mit den Leuten geredet und das ging dann tatsächlich so weit, dass wenn ich in den Chat gekommen bin, dass die Leute mir Hallo gesagt haben und dann Rainer tatsächlich ignoriert haben. Und ich weiß nicht, ob ich noch Screenshots habe, aber dann hat man gemerkt irgendwann seine Verzweiflung und hat dann immer wieder zwischendrin versucht, Themen reinzubringen, damit die Leute wieder eher so auf ihn achten. Ja, das kennen wir, das ist der klassische Rainer. Ne? Das ist immer, wenn es nicht um Rainer geht, das hält er nicht aus. Das hält er nicht aus. Also wenn es nicht direkt um ihn geht oder wenn es um irgendwas geht, wo er auch nicht mitreden kann. Und der kann ja bei so vielem nicht mitreden. Und dann kommt natürlich oft auch irgendeine Story, weil er kann nicht zugeben, dass er nicht mitreden kann. Ne? Weil sonst denkt er, steht er ja dumm da. Und stattdessen tut er einfach so, als wäre er super Experte in dem Bereich und zieht sich irgendeine Fabel aus dem Arschgebirge raus und klatscht es dann hin. Dann macht er sich wieder zum Obst und dann ist er wieder nett, dass ihm die Leute darauf hinweisen, dass er halt ein schlechter Lügner ist. Hat aber nicht so gut geklappt. Das war ganz witzig. Und später, ganz kurz, da muss ich auch noch was zu sagen. Das kennt man auch vom früheren Rainer, nicht nur in Textform, sondern auch in ganz alten Discord-Leaks. Wir haben uns da mal einen Spaß draus gemacht, dass wenn Rainer reingekommen ist, dass wir ihn einfach ignoriert haben. Wenn er irgendwas gesagt hat, haben wir nicht groß drauf reagiert, sondern einfach ein anderes Thema gesagt. Und irgendwann ist er immer beleidigt abgehauen. Jetzt bist du natürlich eine Mulle, da hat er das sicherlich nicht gemacht, dadurch wurdest du vielleicht noch interessanter. Und ich will deine Leistung nicht irgendwie schmälern oder so, aber als Mulle ist es natürlich auch leichter, bei Rainer zu punkten. Ne? Auf jeden Fall. Das muss man sagen. Achso, aber ja, erzähl weiter, genau, ja. Genau. Und später, als er dann nochmal versucht hat, seinen Call zu eröffnen, wo er aber dann alle gemutet hat und wo er auch selber nicht mehr geredet hat, habe ich dann einen eigenen Call aufgemacht und dann sind die alle zu mir reingekommen. Und Okay. Oh Mann, einfach ausgedribbelt. Ja, was soll er dann noch machen? Alles, was er dann tut, lässt ihn als Vollidioten dastehen und das checkt sogar er. dann hat er angefangen, seinen Call zu erweitern. Du kannst ja angeben, wie viele Leute dürfen rein. Erst waren es irgendwie nur 4, dann waren es mehr, dann habe ich es erhöht, dann hat er es wieder erhöht, dann habe ich einen Titel reingemacht, dann hat er einen Titel reingemacht. Es war so Was für ein Kasperl.
Und danach hat er die immer noch auf seinen nächsten Discord geladen. Das musst du dir vorstellen. Super, super lustig. Genau. Und danach, ich glaube, 1 oder 2 Tage später, hat er den Call geschlossen und hat dann sofort mir eine E-Mail geschrieben. So, hey, möchtest du bei mir auf meinen Discord drauf? Ich frage dich, weil du scheinst ganz nett zu sein oder irgendwie sowas. Muss ich mal rausfischen, ob ich die nochmal finde. Habe ich gesagt, natürlich, oh ja, klar, ich freue mich. Ich übersetze es mal so, hey, ich hab's fürchterlich notwendig und du bist eine Mulle. Wie schaue er aus? Gerne. Und erwähnte auch, ja, da ist ja noch jemand, der kommt dann auch noch mit dazu. Keine 2 Minuten später schreibt mir Zoe und sagt das Gleiche. Und ich so, ja, okay, super, High Five. Und ja, so hat das dann angefangen. Naja, War mal auf dem Discord drauf. ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Rainer das Ganze natürlich vor allem auch gemacht hat, weil er ja genau eben nur übers Internet soziale Kontakte haben kann. Er hat keine echten Freunde, so, der braucht einfach ja, also selbst ein Rainer braucht ja Menschen, um zu reden. Und es gibt eine Konstante in seinem Leben und das sind halt Discord-Server, so, wo er sich Ja. seine sozialen Kontakte eben sucht. Und wie schätzt du Rainer ein? Klar, er wollte natürlich Kontakt haben zu Menschen, vor allem zu Mullen, aber seine ganze Universumsgeschichte so. Ähm, wie ernst meint er das? Oder Das ist jetzt interessant auch, ne? Weil er noch irgendwie Kontakt mit dem gehabt haben, auch. Kann ich mir vorstellen, dass da eine gute Einschätzung kommt. Das Bärchen kommt mir da relativ kompetent vor. anders gefragt, warum macht er das? Also hast du da irgendwie einen Einblick haben können, ja, was da so genau hintersteckt und wie ernst er das alles nimmt? Oh, also ich glaube schon, dass er es tatsächlich ernst meint. Das hört man in den ersten Aufnahmen, wo er dann, was weiß ich nicht, irgendwie mir Bibelkunde gegeben hat über alles Mögliche. Und er hat es halt auf seine Art versucht, detailreich zu erklären. Und ich glaube schon, dass er sich das tatsächlich wünscht. Ne? Also, das ist halt schwierig. Wie er aber dazu gekommen ist, also das kann ich mir eigentlich nur erklären, dass bei denen eine Lampe durchgebrannt ist oder so. Ja, klar. Das sagen ja viele schon seit langem. Eigentlich ist der schon lange klapsmühlenreif. Aber Ich, ansonsten, ich, ich kann's mir nicht erklären, wie man sonst darauf kommen würde, so etwas wirklich zu wollen und zu wünschen und Naja, wenn man halt ein besonderer Mensch ist, ne? ja. Aber das Ding mit besonders meine ich, was. ist, ich glaube sogar, also, ja klar, warum macht er das? Sicherlich irgendwie so ein bisschen, um aus dem Alltag zu flüchten. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, Rainer hat ja auch einfach ein Scheißleben. Das ist ja nun Ja. mal so. Also so Ja, das ist, wie ich auch immer sage, ne, wenn Rainer, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Ne? witzig ich das finde. Aber sein Leben ist ja nun mal echt, ja, einfach fürchterlich so. Und ich glaube, er versucht schon manchmal so ein bisschen aus der Realität zu flüchten. Ja, ich glaube, das ist alles, was er tut. Das ist alles, was er tut, aus der Realität zu flüchten. Ich meine, so ein bisschen Eskapismus in allen Ehren, ne? Aber wenn du komplett raus bist aus der Realität, so dann ist schwierig, hätte ich gesagt gehabt. Ne? Das hat er ja früher schon so mit seinen Animes gemacht und sein Universum, ne? Das ist ja auch viel Anime beeinflusst. Ähm, aber wir reden immer noch von Rainer und einer geringen Gabe, sich zu konzentrieren, weil ich habe das Gefühl gehabt, nachher bei den Discord-Leaks, da ging es immer weniger ums Universum, sondern eher ja, ums Gym, um seine Vermieterin und um euch. Und also da wurde weniger so ja, vom Universum gesprochen, sondern da ging es direkt gleich wieder um ja, Mullen und hättest du nicht auch Interesse und bla bla. Ja, natürlich. Weil da hat er wieder Wurstfach gewittert. Und dann dachte er sich, oh, aber wenn ich jetzt hier in dem jetzigen Universum Wurstfach kriege, ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht. Dann konzentriere ich mich doch lieber da drauf. Und, und ich wette was, an dem Tag, an dem er den Discord zugemacht hat, ist auch hier das letzte Rest Spatzenhirn wieder komplett in den Universumsmodus gegangen. Bla bla. So, das fand ich schon ja, ein bisschen auffällig. Deswegen weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das ist schon eher wieder so ein Projekt, was Rainer angefangen hat und jetzt halt, ja, das verläuft halt einfach im Sande. Wie auch seine Kommune, weil er sich einfach nicht auf eine Sache konzentrieren kann. Hattest du eigentlich, beziehungsweise du und Zoe, schon vorher so ein bisschen so einen Einblick ins Drachengame? Oder also, beziehungsweise wie lange seid ihr überhaupt im Drachengame? Du meintest, Zoe ist sehr, sehr neu, aber du? Ich bin seit, oh, seit vielen, vielen Jahren dabei. Also immer mal wieder. Aber
ich habe mir halt nie YouTuber angeguckt und halt immer nur so nebenbei gehört, was da so passiert ist. Bevor das jetzt angefangen hat mit dem Discord, war mein letzter Stand mit der Kommune, mit der Knatterkommune. Und danach war eigentlich eine dicke Pause. Also es kam immer mal wieder Pausen. Aber ich würde sagen, Dicke, fette Pause war dann. Ja, und klar, nach der Kommune kam ja dann auch wirklich eine Zeit lang wenig, ne? Also nachdem er sie angekündigt hatte, die Kommune, und da seine Podcasts dann auch gemacht hat, und dann ist ja erstmal alles, ne, rausgenommen worden aus dem Internet, und das nächste, was man gehört hat, war dann wieder der Blog über die Kommune. oh, wie hieß denn sein komisches Projekt irgendwie mit Kommune der Freiheit hieß. Drachenbade und seine 3 Anhänger oder seine 2? Ich weiß nicht. Ja, ich erinnere mich. Ungefähr da hat das halt angefangen, dass ich das erste Mal von ihm richtig gehört habe. Aber man hat halt vorher schon etwas gehört, weil, naja, unsere Ecke ist nicht gerade groß und Eure da Ecke? kommt sowas schnell durch. Ja, ich komme ja selber aus Franken und gar nicht mal so weit von ihm. Und da kommt sowas halt auch schön. Krass, Ja, gar nicht mal so weit von ihm. Inzwischen ist er da nicht mehr. Ist dann doch wieder weiter. Ne? du kommst aus Das war Franken schnell und durch. klingst überhaupt Ich bin aus nicht, Franken. ja, du klingst gar nicht irgendwie schwerbehindert. Ja, aber das ist auch das, was ich auch immer wieder sage. Solche Leute wie ein Rainer Winkler, die werfen wir nicht nur als schlechtes, negatives Licht auf sich, sondern halt eben auf alle Leute, mit denen sie assoziiert werden. Dass natürlich irgendwie so die Bevölkerung in der fränkischen Provinz angeschissen, genauso wie die komplette Metal-Szene angeschissen ist. Für Leute, ne, die so einen Rainer Winkler sehen und sich denkt, ach, so sind die also. Dankeschön. Ey, also nichts gegen Menschen aus Mittelfranken, ne, aber ich habe ja durch das Game extrem viel Kontakte zu Menschen aus dieser Gegend. Und gerade so der Dunstkreis Emskirchen, ich habe da schon mit Cookie so oft drüber philosophiert, da ist wie soll ich das sagen? Ich habe es immer, Die Gendichte nicht so, ne? Also nicht so vorteilhaft. Von den Stammbäume her, so die Äste, die verzweigen sich ineinander immer wieder. die bekloppten Dichte, unglaublich hoch. Also die haben alle irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe mit so vielen Die haben alle denselben Stammbaum, die man sagt halt, wie es ist. Leuten gesprochen, teilweise super nette Menschen, ne? Auch wie der Drachenbruder zum Beispiel. Ganz netter, junger, korrekter Typ. Ja, aber auch dumm wie 5 Meter Feldweg, ne? Da hast du halt auch schon gemerkt, boah, da fehlt schon irgendwie ein Groschen an der Mark. Und die reden halt alle echt komisch. Aber Ja, es gibt solche und solche. Also ich würde mal sagen, Da gibt es auch ganz andere, aber das sind die es schlimmsten. gibt Ecken in Franken, die sind etwas fitter als die anderen. ja, gut, vielleicht ist Das möchte ich nicht leugnen. sehr inzestuös. Ja, genau, achso, ich mache mal random so ein paar Fragen aus der Community, die ich Ja. immer total witzig finde. Bei Twitter hat der verschollene Krapfen gefragt, Ach, ich liebe sowas. Der verschollene Krapfen. Das dann als Nickname, super. Super. gab es einen Moment, in dem Reinerle annäherungsweise für einen Bruchteil wie ein normaler Mensch wirkte. Das ist eine legitime Frage. Ich bin gespannt, was jetzt dazu sagt. Also Rainer Ich sag nein. wird immer als so eine Art Zauberwesen beschrieben. Also gab es Momente, an denen man fast vergessen konnte, dass man es mit Rainer zu tun hat. Da muss ich ganz klar sagen, nein, tatsächlich nicht. Ich würde so weit gehen, um zu sagen, dass wirklich jede Sekunde einfach seltsam war mit ihm. Von Anfang bis Ende. Es gab keinen Moment, wo ich mal nicht die Augen verdreht habe, nicht. Ja, das ist halt klar. Daher kommt der Begriff Sonderling. Die können sich nicht, bei denen fühlt man sich immer komisch. Ne? Geseufzt habe oder einfach mich auch nur aufs Spiel konzentrieren konnte, weil da einfach wirklich Schlag auf Schlag immer etwas passiert ist mit ihm, was ja alles dann wieder zunichte gemacht hat, was nur ansatzweise normal sein könnte. Ja, es ist ja auch so absurd, ne? Also wie er in den Themen springt und was er dann auf einmal raushaut. Wo ich wirklich hohen Respekt vor habe, ist ja eure Leidensfähigkeit. Ihr habt ja relativ viel mit ihm gezockt. Ja. Ja, das ist auch wild. Ne? Ich habe noch nie mit ihm gezockt, aber ich kenne ja seine Let's Plays. Und dann stellt ihr euch vor, eine Sekunde. Was ist denn los? Jetzt stellt euch vor,
Ihr müsst mit dem zocken. Er versagt, ihr seid schuld. Dann kackt er euch noch an und erklärt euch, wie das Spiel funktioniert. Oh, da wird Turn-Up bei mir. Nicht lange auf dem Discord-Server. Und ich habe das nur einmal gemacht für ein paar Stunden und habe es kaum ausgehalten, weil ich finde, also ich will jetzt nicht wieder anfangen mit von wegen, oh, Rainer ist ein ganz böser Mensch und so. Für mich ist er halt ein lustiger Tanzbär. Ich ordne das jetzt nicht moralisch ein. Aber so der Gaming-Rainer, wenn er mit anderen Leuten spielt, da kommt so der richtige, ja, ich weiß nicht, so, da kommt Rainers Charakter so richtig hervor. Also dieses, Ja, klar, weil der Arbeitsspeicher oben halt begrenzt ist. Und wenn Reini sich aufs Spielen konzentrieren muss, dann hält der es nicht mehr, ne? Dann ist nicht mehr genügend Kapazität da, damit er die Maske aufrechterhalten kann. Vom sympathischen Dickling, der da irgendwie eher nur sein Zeug macht und im Internet ein bisschen Gaudi beim Zocken haben will. Ne? Die Maske fällt dann sehr, sehr, sehr schnell. Man hat es ja hier in diesen Leaks auch wieder gesehen. Ne? Weswegen der die nicht alle komplett rund gemacht hat. Ich mache hier alles alleine, bla 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 bla. Dies, jenes, durch die Bank sich einfach wie ein Ekel verhalten hat. eklige, bestimmerische und so weiter und so fort. Also, dass ihr das ausgehalten habt, wirklich Respekt, weil also ich könnte das nicht. So. Ja, das war an vielen Ecken schwierig. Er hatte nur Glück, dass die Spiele, die wir gespielt haben, ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag und ich habe es einfach versucht, auch ein bisschen auszuhalten. Ich Ja. denke mal, die sich die Videos angehört haben, die wissen auch, was meine Meinung zu den Zock-Sessions war und dass es halt nicht immer auch einfach war. So. Mhm. Also, genau. Wenn wir einmal ganz zum Ende springen, er ist euch ja Jetzt kommt's. Ganz zum Ende, das ist die Info, die wir alle haben wollen. irgendwie auf die Schliche gekommen, sozusagen. Ich habe das aus den Ofi-Videos so in Erinnerung, dass er dann ja den Server zugemacht hat, richtig? Ja. Ja, Aber als er den Server zugemacht hat, hat er doch nicht, wie soll ich das sagen, direkt euch so als Hater enttarnt und gesagt, ja, hier, ihr scheiß Hater, bla bla bla, jetzt macht den Server zu. Das war eher so, wie soll ich das sagen? Subtil ist das falsche Wort. Subtil ist generell das falsche Wort, wenn es um Rainer geht, ne? war sich nicht sicher. Genau, er war sich nicht Er war sicher. nicht sicher. Hat er sich Ja. danach nochmal gemeldet bei euch? Gab es da irgendwelche nee, gab es nicht, okay. Weil Wir haben es versucht, aber da kam nichts mehr. Ja, aber ich fand das Ende so komisch, weil normalerweise war es bisher immer so, dass er dann am Ende entweder ausgerastet ist oder so diesen Besserwisser-Rainer gemacht hat, ja, ich wusste es ja von Anfang an, bla bla bla. Und das kam diesmal irgendwie gar nicht. Das hat mich schon gewundert irgendwie. Vielleicht ist er mit den Jahren auch ruhiger geworden, aber Mm, Redet von ihm wie so ein alter Hund. Weil früher, wenn ich mit dem im Park unterwegs war, da hat er bei jedem anderen Hund hinten am Hinter geschnüffelt. Heute gar nicht mehr. Vielleicht ist er mit den Jahren einfach ruhiger geworden. kann dir vielleicht sogar auch sagen, warum. Das ist nämlich tatsächlich eine etwas größere Geschichte, die dahinter steckt, die man so in den Videos gar nicht mitbekommen hat, weil das bin alles gespannt. eher so im Hintergrund war. Oh, im Hintergrund. Bei der Po-Ente. Einwandfrei. Let's go. Wir sind ja eine kleine Gruppe gewesen, aber nur so und ich waren drauf. Später hat es dann noch einer von uns sozusagen drauf geschafft. Sehr gute Ja, aber der ist ja sofort irgendwie, ne? Da war ja sofort der Verdacht, Hater-Alarm. Guido. Aber nein, tatsächlich nicht er. Ja, aber Er Guido, kam danach. Guido war die vierte Person. Die kam dann erst später, aber er ist auch wichtig. Wir hatten aber ein Problem mit dieser Person. Sie war sehr unkontrollierbar im Verhalten, hat sich auf mich eingeschossen, mochte mich nicht. Man kann nicht immer jeden mögen, ist ja auch fein. Aber wir haben da so eine kleine Gefahr an den gesehen. Und falls sich vielleicht Leute noch erinnern, Ja gut, das sind auch so klassische Storys, das hat man von Demon auch schon tausendmal gehört, dass auf diesen Servern in dem Moment, ne, dass dann natürlich auch ein bisschen die Konkurrenz entsteht darüber, ne, wer jetzt da Reinis Aufmerksamkeit hat und jeder hat ja seinen eigenen Plan, in welche Richtung praktisch die Konversation gelenkt werden soll und dass da schon häufiger halt dann versucht wird, sich gegenseitig wegzubeißen. Deswegen für mich wäre das auch überhaupt nicht, solche Leaks zu machen. Ganz zu schweigen davon, dass ich mit Rainer auf so einem Discord in so einem Raum keine 5 Minuten aushalten würde, ohne dass ihn rauf und runter beleidigt, das gerade so scheppert. der Discord wurde ja dann geleakt.
auf einen anderen Discord Ja, stimmt. für vielleicht wenige Minuten. Ja, das war mit Absicht, damit wir diese Person runterbekommen. Guido war auch mit drauf, der hat sich dann dafür geopfert. Hm. Die Leute waren neu mit drauf, also die andere Person und Guido. Discord sofort geleakt und Rainer war natürlich sofort misstrauisch. Ha, wie kann das passieren? 2 neue Leute und plötzlich bricht das Chaos aus. Ne? Ja. Und dann hat er schnurstracks beide wieder runtergeworfen. Dann hat die andere Person versucht, sich sozusagen zu rächen, hat sich Audios von mir geschnappt. Okay. Jetzt, das ist wirklich interessant. Ich habe ja spekuliert über die Nummer. Ich hätte ja gedacht, dass man gesagt hat, man schickt ihm so ein paar Sachen, um ein bisschen Würze reinzubringen, um ihn ein bisschen auch von diesem Borneo-Thema wegzubringen und seinen ganzen komischen Fetischgeschichten, die er da verzapft hat. Aber anscheinend war es tatsächlich hier ein innerer Konflikt, ne? Und es versucht Rainer zu schicken, ne? Ah. Und da hat Guido versucht mir noch zu helfen und hat dann auf allen E-Mails, die wir so von Rainer haben, einfach 700 Mails mit irgendwelchen Audioaufnahmen gesendet, voll gespammt, damit die E-Mail bloß nicht durchkommt. Aber die schien anscheinend doch durchgekommen zu sein. Aber es ist eine große Zeitspanne dazwischen. Also es sind bestimmt 8 oder 9 Tage, vielleicht sogar 10 Tage dazwischen, wo die E-Mail Rainer erreicht hat, bis zum Ende. Also Ja, wahrscheinlich hat er dann ewig gebraucht und hat dann erstmal die ganzen Guido-E-Mails durchgehört. Und so viel zum Thema. Reini beschäftigt sich mit dem ganzen Zeug dann gar nicht. Ne? Das wird gelöscht und dann war es das Edzardler. So hört sich das für mich an. Aber was ich halt am allerwildesten finde, ist, dass dann ja offensichtlich, ihr erinnert euch, damals hieß es ja, okay, ja, hier gibt es diesen gespiegelten Discord. Und dass dieses Spiegeln von diesem Discord eine taktische Maßnahme von Guido war, damit er selbst, aber auch der andere vom Server fliegen, damit die zwei weiter da ihr Ding machen können. Das ist wild. Das ist wirklich, ich finde es super spannend gerade. Ist das weird? Die Autoren wieder ganze Arbeit geleistet. Also so ein richtiger Internet-Thriller draus geworden. Müssen wir doch irgendeinen knackigen Namen geben. Und Rainer hat ja schon öfters gesagt, der klickt nicht auf Links in E-Mails. Ja, ist aber eine Lüge. Das würde der niemals machen. Macht er. Ja, es ist eine Lüge, ist richtig. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ja, also ich weiß ganz sicher, er macht es schon. Wenn man ihm das einigermaßen verlockend macht, dann macht er es. Aber er Ich erzählt glaube, ruhig das war weiter. nicht verlockend genug. Ja, genau, das kann natürlich sein. Ja, klar, dass das in dem Fall nicht verlockend genug war, ja. Genau, und das war auch dann die Person, wo er dann später am Ende irgendwie gemeint hat, irgendwie er kennt ganz hohe Personen, bla bla bla. Das stimmt gar nicht. Das war diese eine Person, die einfach uns nicht mochte. Aber das erzählt Rainer auch schon seit 10 verschissenen Jahren, hätte ich fast gesagt. Also, das hat er ja schon immer gemacht. Am Anfang war es so, ja, die ersten Hater, die finden das mittlerweile auch scheiße, was. Nee, er hat seine Spione in den höchsten Kreisen der Administration, hat er erzählt, halt ganz wild. Und das ist dann der Typ, den er vom Server gekickt hat. Und wo er nicht gecheckt hat, dass der ihm die Infos nur deswegen gesteckt hat, nicht weil er durch die Verbannhammerung vom Server geläutert wurde und festgestellt hat, ach ja, Rainer ist ja doch der Messias und ich bin jetzt Drachi und helfe ihm und mache hier den Snape. Sondern einfach nur, weil er den anderen eins reinwürgen wollte, weil er nicht mehr Reini ärgern kann. Hier so abgeht und die helfen mir jetzt. Also, das ist eine dumme Lüge. Aber krass. Genau, also er war auf jeden Fall misstrauisch, ne? Ja, und das muss dann diese E-Mail gewesen sein, an die er sich anscheinend nochmal erinnert hat oder die ihm wahrscheinlich die Tage einfach im Kopf geblieben ist. Und ja, aber ich glaube, der hat sie sich auch einfach nicht angehört, weil hätte er sie sich angehört, hätte er auf jeden Fall mich gehört und alles. Und hätte auch anders geredet dann mit mir und sorry. Ja, das ist das. Wahrscheinlich hat der die E-Mail bekommen und dann sehen wir hier so im Übrigen Leaks mit den beiden vom Server, bla bla bla. Und dann war Reini in der Zwickmühle. Ja, scheiße. Vielleicht ist das Phishing.
ich soll ja nicht auf solche Links klicken, das ist ja dumm. Was mache ich, was mache ich? Ich bin ja der Super-Detective. Das hier Cluedo und so, ich finde ja das jetzt alles raus. Ne? Er ist ja praktisch Sherlock Winkler. Und dann hockt er sich dahin und deswegen hat er dann diese ominösen Fragen immer gestellt, wo er dann am Ende auch gesagt hat, ja, ich habe ja halt auch schon solche Andeutungen gemacht und du hast das nicht gecheckt. Weil er wieder gedacht hat, er geht jetzt da investigativ rein und er findet jetzt raus, wo da der Hase im Pfeffer liegt, ne? Ne? Eine Frage, die immer wieder kam, die hatte ich auch. Habt ihr Rainer euren echten Personalausweis geschickt? Nein, Ja, hätte ich auch nicht erwartet. Also für so dämlich hätte ich es jetzt auch nicht gehalten. das nicht. Also habt ihr Wir die, schicken nicht unser. habt ihr Das waren die, okay, Fake-Ausweise, einfach ja. okay, okay. Ja, Das ist auch, bisschen Photoshop, dies, das funktioniert eigentlich ganz gut bei das ist ihm. auch vernünftig. Ja, ich meine, das ist halt Rainer. Genau. Genau. Also es gab tatsächlich relativ viel Kritik. Und zwar eher in Ja, wie gesagt, es gab extrem viel Kritik, viel meiner Meinung nach gerechtfertigte Kritik, viel, die vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen drüber war und dann gab es Leute, die waren total lost irgendwie, die komplett losten Shit geschrieben haben. So von wegen, wann würde Rainer, Rainer hätte davon jetzt irgendwas gehabt, dem wird es jetzt dadurch geiler gehen als vorher, so ungefähr. die Richtung, dass, wobei ich halt gar nicht weiß, ob ihr da direkt was für könnt oder ob das der Kanal Freundinnen aus Denken im Allgemeinen war. Es wurde ja ziemlich viel angekündigt, also schon glaub, Monate vorher und ne, hier kommt bald was ganz Großes und so weiter und so fort. Ja, und jetzt die Frage, sie hat gesagt, sie hat bei dem Kanal auch mitgeholfen, dann wird sie es wissen und ganz ehrlich, ich würde es ihr nicht ankreiden, wenn sie sagt, hey, wir haben da 2 Wochen lang wirklich sehr viel Zeit reingesteckt und haben uns die ganze Scheiße da angehört. Und natürlich haben wir dann erstmal eine Ankündigung gemacht, damit wir den ganzen Puff monetarisieren können, damit wir ein bisschen was rauskriegen. Das wäre vollkommen in Ordnung für mich. Mit irgendwelchen ja, Sachen, die ihr noch nie gehört habt und so. Und viele sagen, dafür kam dann letztendlich zu wenig. Was hatte das für einen Hintergrund? Also viele sagen, habt ihr noch was in der Hinterhand, kommt noch was? Oder ja, woran lag das, dass das so, also so groß gemacht wurde, das ganze Projekt, so mit Ankündigungen? Kommt da noch was? Jetzt wie diese komische Theorie von den verzweifelten Stranger Things-Fans, die glauben, nee, das kann es nicht gewesen sein. Mich haben größere Hollywood-Produktionen da schon lange desillusioniert. Generell die ganze Scheiße. Ne? Die verkacken immer das Ende. Entweder hören sie nicht zum richtigen Zeitpunkt auf und ziehen es einfach viel länger, als es wirklich notwendig ist und versuchen, das tote Pferd noch so lange zu reiten, wie es irgendwie geht. Oder sie meinen, sie müssen jetzt super schlau sein und super krass hier subverting expectations und das Ende so ganz spektakulär machen und verkacken dann spektakulär. Oder sie wollen dann zu viel reinpacken oder sie wollen es einfach rushen. So irgendwie, keine Ahnung. Die Leute von Game of Thrones haben halt all das gemacht, gleichzeitig, paradoxerweise. Und deswegen ist das desaströseste Serienende aller Zeiten. Aber hier Stranger Things wird halt auch sehr stark kritisiert, zu Recht. Die letzte Staffel, die hätte man sich in der Form mehr oder weniger schenken können. Aber ich habe ja da auch schon ein Video drüber gemacht. Dass die Leute hier eine ähnliche Verzweiflung hatten, so sagen, hey, da muss doch noch was kommen. Bitte einmal, sag ihm einmal, was du von ihm hältst. Ne? Oder kannst du da gar nichts zu sagen? Tatsächlich. Doch, da kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Es war ja, ein kleines Wirrwarr im Team, würde ich mal sagen. Einer wollte das unbedingt machen. Nicht, weil er jetzt einfach groß auf Ankündigungslord machen wollte, sondern ich glaube, da ist es vielleicht bei manchen ein bisschen durchgegangen und der wollte ein bisschen sich kreativ ausleben. Und an sich fand ich es auch nicht schlecht für das allererste Video. Nur das Problem ist, es war viel zu früh draußen und das war tatsächlich gar nicht geplant. Ah, okay. Das war ein Versehen. Das sollte eigentlich irgendwie einen Tag vorher oder sowas rauskommen oder 2 Tage, aber wie gesagt, da war leider ein Kuddelmuddel, ne? Das war. Und auch was. Ja, weiß ich nicht.
Soll so sein. da drin gesagt wurde, ja, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr drüber gucken müssen, was geschrieben wurde, weil das war auch einfach nur, ich war halt sehr viel beschäftigt mit Schneiden und allem drum und dran. Ich hatte Sie war beschäftigt mit Schneiden, das heißt, die hat da noch Sachen rausgeschnitten. Alter, wenn die Sachen rausgeschnitten hat, die zu langweilig waren. Alter, dann möchte ich nicht wissen, da muss ja die Zeit, da muss die Zeit gar nicht vergangen sein. Wenn man es vergleicht mit dem langweiligen Gaming-Dreck, der dazwischen stellenweise drin war, wie langweilig und dröge das schon war. nicht wirklich viel Zeit dazu und habe gesagt, ja, macht, ihr kriegt das schon hin. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das jetzt nicht so schlimm war. Also Das, was du gerade war sagst, vielleicht ein bisschen uncool, aber wenn sie sich ausleben wollen, sollen sie es versuchen. also das, was du gerade gesagt hast mit dem Schneiden zum Beispiel, Ja. ich weiß selber, dass das Dass das harte Arbeit ist. Das ist ein guter, hochprofessioneller, erfolgreicher Internet-Medienprofi. Hat man das gesagt gehabt. Tatsächlich sogar. Etzettler, ein Kumpel von mir. Dass das harte Arbeit ist. sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir machen das ja alle eher so als ja, eher weirdes Hobby so nebenbei und sind da keine Profis. Und ich weiß, dass das sehr lange dauert und super anstrengend ist, wenn man sich diese ganzen Müllgespräche halt nochmal anhören muss, die man mit Rainer geführt hat, um dann versuchen, also ja, um zu versuchen, irgendwas rauszuschneiden, was dann doch zu irrelevant war. Und das dauert. Also ich weiß es selber, wie das ist. In der Hardcore-Zeit, sag ich mal, so 2020, 2021, äh, wo das Rudel auf dem Discord war, da habe ich teilweise wirklich, ja, nicht die Nacht durchgearbeitet, aber direkt nach der Aufnahme angefangen zu schneiden. Eigentlich nur aus dem Grund, weil ich schneller sein wollte als Inge von den Anti-Mobbing-Guys. Grüße gehen raus. Und ja, das könnte ich jetzt gar nicht mehr, weil also das wäre mir einfach nicht wert. Und genau, das kann ich schon verstehen, dass das sozusagen dann so lange gedauert hat. Also von der eigentlichen Aktion, wo ihr bei Rainer wart, hätte ich was gesagt, wo ihr auf dem Discord wart, und dann ja, zur Veröffentlichungszeitpunkt, lieber Demon. ist jetzt auch echt spät und ich war lange krank. Zum Ja. Well played. Zeitpunkt der Veröffentlichung. Genau. Das wollte ich nochmal kurz so zu einer Verteidigung sozusagen einwerfen. Genau, also das sehen ganz viele nicht, wie viel das eigentlich an Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt war das Ende ja doch recht abrupt, so, also vor allem von Rainer. Ich meine jetzt nicht die Aufnahme an sich, sondern so Rainer hat ja genau aus Misstrauen dann irgendwann den Server dicht gemacht. Hattet ihr einen ursprünglichen Plan, wie das Ganze hätte enden sollen? Also war da irgendwie eine krasse Aktion, ich sag mal Stichwort Cola-Bärchen oder irgendwie sowas geplant? Nein, war eigentlich nicht. Wir wollten einfach mal gucken, wie das so vorangeht. Ich meine, bis zum Ende, es waren auch erst 2 Wochen und das ist eigentlich gar nichts so an Zeit. Ähm, Wir hatten damit nicht wirklich Zeit, überhaupt irgendwas zu planen, irgendwie was Großartiges zu machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir, selbst wenn wir einen Monat drauf wären, irgendwas Großes geplant hätten. Ich glaube eher nicht. So. Aber es war schon generell etwas länger geplant als diese 2 Wochen eigentlich, oder? Also ihr habt jetzt schon wahrscheinlich, Ja. genau, okay, ja, hatte ich mir gedacht, ja. Viele haben auch gefragt, als es klar war, dass Rainer den Server löscht, er hat ja auch dann gesagt, warum ihr dann nicht sozusagen ihm die Meinung gesagt habt. Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt Ohren gespitzt. Genau. Warum wir ihm nicht die Meinung gesagt haben. Oder zumindest, Ja, genau. zumindest sowas wie Pipi Kaka auf. Ja, ich glaube, dass die halt gemeint haben, da geht noch was. Und den kriegen wir wieder eingenordet. Da haben wir noch eine Woche oder 2. Das glaube ich. Rudis Grab. Es, es mag vielleicht ganz witzig sein, aber es ist nicht ganz mein Stil. So, ich mag es einfach auch so an sich nicht, Leute einfach zu beleidigen, auch wenn es ein Reiner tatsächlich ist. Es war halt eher mehr schauen, was kommt. Also, okay. wie gesagt, wir haben ja auch nicht wirklich was geplant und dass wir überhaupt drauf gekommen sind, ich sag's gerne nochmal, ist eher ein draufgestolpert. Von daher, ich würde sagen, deswegen haben wir da nicht wirklich großartig was gesagt. Und auch am Anfang, wir mussten ihn erstmal ein bisschen kennenlernen und
wir wussten noch nicht ganz genau, wie geht man jetzt eigentlich mit einem Rainer um. Du hörst zwar immer was im Internet über ihn, aber jetzt bist du wirklich mit ihm mal zusammen, ne? Ja, das ist wie wenn du Fahrprüfung machen musst bei der ersten Fahrstunde. Ne? Erste praktische Fahrstunde. Bitte sehr. Wie? Ja, du hast ja die Theorie drauf. Ja. Du bist ja bei deinen Eltern im Auto auch schon mal mitgefahren. Ja, aber Aber ich muss sagen, das hat sich ziemlich schnell ergeben, dass wir herausgefunden haben, wie man eigentlich mit ihm umgeht. Das geht sehr schnell bei ihm. Ja, Sehr ich wollte durchschaubar. gerade sagen, er ist ja auch ein sehr einfach gestrickter Mensch. Aber ich kann das auch verstehen. Ich finde, Ja. viele, die jetzt zum Beispiel die Leaks konsumiert haben und sonst nie, ich sag mal, aktiv irgendwie sich daran beteiligt haben, klar, die haben eine andere Erwartungshaltung so, die wollen, dass da irgendwie sowas passiert wie der 30. Geburtstag oder als er damals im Discord die Polizei angerufen hat oder die Tür kaputt getreten hat. ja, das ist halt aktuell nicht die Zeit. Ne? Aktuell ist es halt nicht die Zeit für so legendäre Dinge, aber ganz ehrlich, das heißt doch nicht, dass die nicht wiederkommt. Dass irgendwas passieren. Wie gesagt, höchstwahrscheinlich lass sein, dass die Wohnsituation sich ändert. Das ist meiner Meinung nach das wahrscheinlichste Szenario an der ganzen Nummer. Die Wohnsituation ändert sich. Dann ändern sich die Regeln des Games und dann, wenn dann wieder Internet-Content kommt, dann können auch wieder so Sachen entstehen, ne? So extrem memeable Sachen. Gerade im Moment ist halt ein bisschen Flaute. Aber wie gesagt, dass der komplett aus dem Internet raus ist, ist, glaube ich, in dem Tag, an dem Sinn, ne? An dem Sinn den Segen geben. Da glaube ich, dass der aus dem Internet da draußen ist. Das ist aber nicht. Und ich meine, das war ja früher schon so. Wo die Leute gesagt haben, ja, hier, keine Ahnung, jetzt wenn er die Chance verkauft hat, dann ist hier Game zu Ende, etc. bla bla. Es gab danach noch einige Memes. Ja? Hier. Wo haben wir denn? Nee, das ist ja nicht. Das ist ja auch nicht. Das kam danach, ja. Die, die Madeira-Lüge, die kam danach. Ja? Hier, der Döner-Dullikopf kam danach. Ich komme mit 100 Sachen 80. Das kam danach. So einfach. Also das erstens muss Rainer in der richtigen Stimmung sein und ich glaube, in der Stimmung ist er generell nicht mehr. Und viele verstehen nicht, es ist so eine Gratwanderung. Man möchte ja auch gerne auf dem Server noch ein bisschen draufbleiben, weil es spannend ist, Rainer so zu beobachten, was er so macht. Wenn man da zu sehr übertreiben würde, dann wäre man halt sofort weg. Also das kann ich schon verstehen. Es ist spannend, ihn zu beobachten, was er da macht. Das ist halt wirklich, wie wenn ich halt so, keine Ahnung, so einen Hamster in einem Ding habe und dann habe ich dann Leckerli drin, das sich unter Strom setzt. Wie bei Simpsons. Oh, was wird er nun tun? Wie geht er um am nächsten Tag, wenn er ein Leckerli kriegt, wo kein Strom drauf ist? Ja. Hattet ihr Mitleid? Also das ist eine Standardfrage. Also die hat auch noch nie jemand mit wirklich Ja beantwortet. Aber Ich wollte es gerade fragen, warum stellt man diese Frage immer wieder? Niemand, wirklich niemand, der mal den Punkt überschritten hat. Da ist auf jeden Fall der Mitleids-Point of No Return, wenn du den Punkt überschritten hast, dass du wirklich aktiv wirst und dich darum bemühst, auf Reinis geheimen Discord zu kommen. Da ist, glaube ich, nicht mehr drin. Da bist du auf jeden Fall nicht mehr in der Lage zu sagen, nee, ich habe noch Mitleid gehabt mit ihm. hattet ihr an einem Punkt irgendwie Mitleid mit ihm? Bei sowas möchte ich da eher mehr für mich reden, weil ich bin nicht Zoe, Ja. Boy Bunny. Von meiner Seite aus, nein. Von Anfang bis Ende absolut gar nicht. Dafür habe ich zu viel mitbekommen, was passiert ist, um da überhaupt annähernd ein bisschen Mitleid zu bekommen. Und es hat sich bestätigt, dass man das tatsächlich nicht machen sollte. Meine Meinung. Was meinst du, Mitleid mit Rainer haben oder? Ja, okay. Ja, Ja. Mitleid mit Rainer haben. Also das Ja, ich sag mal hat so, nicht funktioniert, absolut nicht. also Mitleid haben auch, glaube ich, wirklich nur Menschen mit Rainer, die ihn wirklich nicht kennen. Ja, das sind Leute, die keine Ahnung haben von der ganzen Nummer. Ne? Ja. Ich habe gerade vorhin was hochgeladen. Nicht mal Finn Kliman hatte Mitleid mit Rainer. Und zwar damals, als er noch sein Saubermann-Image hatte. Weil, also, hier geht es gar nicht so um diese ganzen kranken Geschichten, die da am Laufen sind, ne? Stichwort Dreijährige und so. Wenn man sich einfach mal vor Augen führt, das ist halt alles seine Schuld. Also, aber gab es da Ja. Momente, wo ihr es
ja, nicht mehr ausgehalten habt sozusagen und kurz davor wart, auszurasten? Ähm, also ich habe eher gesagt, meine Wut und das, was mir passiert ist, so eher für mich behalten und dann am Ende eine Aufnahme rausgelassen. Manchmal hört Ja, man hat das ab und zu, das waren sehr erfrischende Nummern am Ende dann. Wenn sie dann nochmal so, komm. man das so mit kleinen Sätzen oder halt dann einfach, Zoe und ich, wir haben danach immer circa eine Stunde unseren Call gehalten, und, um zu verarbeiten, was überhaupt gerade passiert ist. Das haben wir dringend gebraucht, weil manchmal waren wirklich extreme Sachen dabei, gerade in den Tagen, wo er sehr viel drüber geredet hat, mit die Geschichten mit seinem Chef und den anderen Ja. Müllen und was weiß ich nicht was, ne? Also Im alten Sack. Handwerker der Lust. Oh Gott. Hier, Mad Max hat dazu ein sehr, sehr gutes Ding gemacht. Sehr, sehr gute WOT. Wo allein schon das Thumbnail ist absolutes Comedy Gold. das war ein super anstrengender Tag und das war ein Tag, das waren, meine ich, 9 Stunden oder so. Da haben wir sowas gebraucht und das haben wir täglich dann gemacht. Ne? So Ich hätte hart zu saufen angefangen, ich sag's euch, wie es ist. haben wir unseren Frust rausgelassen, waren aber nie kurz davor, ihn das irgendwie an den Kopf zu werfen. Wir haben das dann später im Nachhinein gemacht. Ja, ich find's nur so krass, also, Alter, da musst du doch irgendwann Ziegelsteine kacken, oder? Das, da verkrampft sie doch so hin. Also ganz ehrlich, ich hätte das nicht ausgehalten. Ich sag's euch, wie es ist, ich hätte das nicht ausgehalten. Keine 5 Minuten, ohne dass der Bannhammer fliegt bei mir. es gab auch viele Fragen so, ja, meint ihr, es hat sich gelohnt? So viele krasse Sachen waren da ja gar nicht. Das Ding ist, ich sag's mal so, also im Vergleich, keine Ahnung, zum 30. Geburtstag, klar, war das natürlich nicht so krass. Ganz ehrlich, ich nehme, so ausgelutscht wie er ist, aber ich nehme 20, 30. Geburtstage, be bevor ich mir die Scheiße gebe. Ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, dass das ein bisschen im Hinterkopf bleibt bei den Leuten. Ne? Dass die Leute weil sehr viel auch, ja, jetzt hat er sich gelöscht, jetzt ist das alles vorbei. Und diese Sache ist da im Internet, da wird ganz schnell wächst Gras über solche Dinge. Und dass das im Hinterkopf bleibt bei den Leuten, Moment, ne, den gibt's noch und der hat immer noch diese Gedanken, der verbreitet sowas immer noch im Internet. Ne? Hier mit die Engelchen und dem ganzen Shit. Das ist schon wichtig, dass da dann mal zwischendurch, ach ja, im Übrigen, da war ja was. Weil ansonsten halt später wieder keiner hat was gewusst. Keiner wissen können. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, allein diese Geschichte mit seinem Chef oder mit dieser angeblichen, ja, ich nenne es mal Vergewohltätigung und sowas, das ist so krass, dass man so abgestumpft ist. Also bei jedem anderen würde man sagen, wow, wie krank. Und bei Rainer ist es halt so, pf, ja gut, ist halt Rainer, der erzählt halt so einen Kram. Das ist schon heftig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, Ähm, das stimmt. Also am Anfang war es etwas schwieriger mit dem Bibelkram und sowas. Da habe ich Gedanken gehabt, oh Gott, der ist ja doch verrückter, als ich dachte, aber tatsächlich stumpft man da ziemlich schnell ab. Ja. Aber das ist alles, man gewöhnt sich an alles, oder? Wie war das? Das halt, ich glaube, wenn du lang genug irgendwie im Frankfurter Hauptbahnhof auf der Straße lebst, ist das dann für dich auch irgendwann normal. Aber das ist ja der genaue Punkt. Ne? Sowas sollte halt nicht normal sein. Weil das halt einfach alltäglich bei ihm ist. hm, Also, so viel kann ich sagen. Ja. ja. Glaubt ihr, also das ist eine schwierige, also ich hätte da eine klare Antwort drauf, aber glaubt ihr, dass Rainer eigentlich insgeheim wusste, dass ihr Pärchen seid? Also, dass er es eigentlich von Anfang an wusste? Na, von Anfang an. Wie gesagt, ich habe da auch, ich weiß, Serial, bist da anderer Meinung, wenn du es hörst. Ich glaube nicht, dass der das von Anfang an wusste. Ich glaube, dass der am Anfang auch legit gedacht hat, die sind Bärchen, wenn ich mir das jetzt hier so die sind keine Bärchen, sondern wirklich irgendwie, ne, irgendwelche Mullen. Und wenn ich mir das so anhöre, glaube ich, dass höchstwahrscheinlich so der erste Verdacht zu dem Zeitpunkt gekommen ist, als der Guido und der andere Kasperl auf den Discord gekommen sind. Und ich glaube, da hat er dann angefangen, Lunte zu riechen. Spätestens dann, als der andere Typ dann ihm die E-Mail geschickt hat und er sich dann durch die 700 Guido-E-Mails zu der durcharbeiten hat können.
Weil, keine Ahnung, wir wissen alle, dass er pfiffigste ist er nicht und der braucht zum Lesen, auch wenn es nur von so einem E-Mail-Betreff ist, braucht er halt dann doch schon eine beträchtliche Zeit und dann sitzt er halt da. Wer Discord Aufnahme wollt man. Hey, was? Und dann, ne? Wird eine Zeit gebraucht haben. Weil ich glaube, da, als er die zwei runtergekickt hat, hat er angefangen, Lunte zu riechen und dann spätestens da, wo die E-Mail gekommen ist, da war er dann. Man hat, wie gesagt, man hat es ja auch gemerkt an den Themen und wie er über diese Themen spricht. Das waren alles, die Stories sind dann ab einem gewissen Zeitpunkt deutlich mehr zu seinen Gunsten ausgefallen. Ne? Am Anfang war es so, ja, die haben meine Bewährung verlängert und das geht noch bis Anfang nächsten Jahres. Und dann war es irgendwann, ja, die Bewährung, das ist ja schon lange rum. Es war dann immer so, man hat schon gemerkt, bei ein paar Sachen hat er nachkorrigiert und er war dann auch nicht mehr so offen. Er hat dann auch wieder viel häufiger irgendwie von Berlin erzählt, weil er gedacht hat, ja, wenn das dann doch irgendwie Bärchen sind, so dann habe ich wenigstens 20 Mal gesagt, ich wohne wirklich in Berlin und dann glauben sie es bestimmt irgendwann. Ich würde sagen, Rainer hat immer den Gedanken, dass die Leute, die um ihn herum sind, auf jeden Fall nicht wirklich Freunde von ihm sind. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher, dass er das eigentlich immer irgendwie im Hinterkopf hat. Aber diese 2%, es könnte ja doch noch irgendwas sein, die halten sich halt hartnäckig an den letzten Hirnlappen, der da noch ist, halt fest. Als mehr oder weniger, was ich gesagt habe. Dann würde ich mal sagen. Und ja, aber im Großen und Ganzen, ich glaube schon, dass er das wusste. Irgendwo tief im Inneren. Versteckt. Ich glaube, die Frage ist sogar eigentlich falsch gestellt. Ich glaube, es ist Rainer einfach mittlerweile egal. Weil er Das könnte auch sein. freut sich oder er freut sich einfach, dass halt jemand mit ihm redet. Und das ist auch so eine Frage, die auch viele gestellt haben, also oder so ähnlich. Und zwar, glaubt ihr, dass Rainer sozusagen letztendlich am Ende der Gewinner des Ganzen ist? Ja, verstehst du, was ich meine? Also ist Rainer letztendlich der Gewinner in der ganzen Situation? Nicht im ganzen Game, sondern jetzt zum Beispiel in dieser Discord-Staffel sozusagen. Ich würde sagen, eigentlich eher weniger, weil er hat nicht wirklich großartig viel erreicht. Wir haben jetzt auch nicht wirklich viel großartig erreicht. Haben wir nie drüber nachgedacht, ob da überhaupt jemand gewonnen hat. Im Endeffekt ist er halt dann weggegangen. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger, jetzt wären wir ein bisschen philosophisch, aber gerade die Krux am Drachengame. Das Drachengame ist ein Live-Service-Game, da gewinnt niemand. Wir nicht, er nicht. Das haben die meisten von uns schon begriffen. Aber er redet immer noch von unbesiegt. Und er wird am Ende als Gewinner hervorgehen. Und das ist halt ein Live-Service-Game. So, da kommt da mal ein neuer Season-Pass raus. Kann man sich ein paar neue Skins freischalten. Manche Leute kommen neu mit dazu, manche Leute gehen raus und wenden sich anderen Games zu, aber Aus dem Internet. Deswegen würde ich es tatsächlich vielleicht sogar einen Ticken als Gewinn für uns einordnen, weil das fand ich eigentlich schon ziemlich gut, dass er dann wirklich wieder weg war und nicht wieder was Neues in der Zeit aufgemacht hat. ja, das glaubst du, liebes Wolfani. Große Comeback ist im Hintergrund schon geplant. Genau. Lustigerweise. Spekulatius. Ich habe keinerlei Insider-Informationen. Ja, für den Fall, dass jetzt alle Leute denken, oh, weiß der Kasper was? Kasper weiß gar nichts. Beim Kasper ist Spekulatius gerade angesagt. So, und das aus meinem Munde, weil ich ja doch eher bekannt bin für Discord-Leaks, also ursprünglich. Ich sehe das mittlerweile tatsächlich anders als du. Ja, er ist aus dem Internet weg, keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass er wiederkommt. Ja, aber das Problem ist, und das glaube ich, wird jetzt Steven wahrscheinlich auch gleich sagen, das Problem ist, man hat ihn dann halt auch nicht mehr so im Blick. Und er kriegt dann, also Reini kann sagen, was er will. Ja, er tut nur, worauf er Lust hat und er lässt sich von niemandem irgendwas sagen. Aber die Kritik hat ihn mit Sicherheit ein bisschen beeinflusst und ich wette auch ein bisschen gebremst. Und ich glaube, für sein Mindset macht es nicht besser, wenn er da in Isolation sitzt.
Man merkt's ja, das wird ja immer extremer, was er da rausknechtet. An Goblin-Geschichten jetzt und diesem ganzen Bums. Ne? Da waren ja seine alten Blogs, die er da hatte, ja, was geradezu in Anführungsstrichen harmlos dagegen. Also, wie gesagt, wüsste ich, also hätte ich damals gewusst, wo es jetzt so hingeht, hätte ich gesagt, dann bleibt er besser in der Schanze. Ne? Da hat man wenigstens im Blick. Da weiß man, wo er ist. Und dann machen wir halt diese Nummer mit Besuchern und sowas bis ans Ende aller Tage. Aber wenigstens hat man irgendwie im Auge. Ich glaube, dass Rainer, ja, wenn man die Frage so ein bisschen anders betrachtet, schon eigentlich der Gewinner ist. Und zwar, es ist ja von Anfang an klar, bei diesen Discord-Leaks oder weil man sich bei Rainer irgendwie einschleicht, ist es ja allen klar, dass das so endet, dass Rainer am Ende wieder allein dasteht und dass Leaks an die Öffentlichkeit kommen. Das ist den Leuten klar, die sich bei Rainer eingeschlichen haben. Das ist den Zuschauern, Zuhörern klar. Und irgendwo tief im Inneren ist das auch Rainer klar. Das heißt, dass es so endet, ja, ist eigentlich sowieso jedem klar. Für Rainer ist es aber trotzdem ein Gewinn, weil er zumindest dann 2 Wochen lang mit 2 Mullen Kontakt gehabt hat, denen er seinen komplett gaskranken Müll erzählen konnte. Weil das ist für ihn so eine Art, ja, ich würde es fast schon Befriedigung nennen. Ja, aber keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht, dass er da dann auch irgendwann einmal ein Ventil hat, um es rauszulassen. Ne? Vielleicht ist das ja dann gar nicht so schlecht, dass er dann da praktisch diesen Druck ablassen kann in seinem Kopf. Nicht, dass er doch noch irgendwann die Kapuze tief ins Gesicht zieht und rauswongelt. Zur nächsten Grundschule oder zum nächsten Spielplatz. Denn So ein Ventil zum Rauslassen. absolut, ja. Weißt? Ja. Weil er hat ja wirklich sehr, sehr kranke Gedanken. Und irgendwann ist es bei Rainer, glaube ich, so, dass diese Gedanken an sich nicht mehr reichen. Er muss anderen Menschen davon erzählen, egal ob das jetzt irgendwie in Buchform ist oder ein Forum, aber am liebsten natürlich, indem er das anderen Menschen erzählen kann. Und ich glaube, das braucht er. Also er braucht nicht nur diesen sozialen Kontakt, er braucht auch diese, ja, wie du es genannt hast, dieses Ventil. Ja, wie gesagt, das hört sich sehr nachvollziehbar an. Ist ja bei mir ähnlich. Ne? Ich habe ja diesen Kanal auch mehr oder weniger aus keinem anderen Grund gemacht. Ne? Ich brauchte ein Ventil für das, was in meinem Kopf zu diesem Thema rumspukt. Ne? Jetzt spukt mir Gott sei Dank nicht so eine Scheiße im Kopf rum wie einem Rainer Winkler, aber nichtsdestoweniger muss ja das Ventil da irgendwo her. Ne? Das muss ja dann irgendwo raus, wenn der Druck zu groß wird. Und auch wenn da jede Menge Freiraum ist im Ogerstübchen, irgendwann ist der Druck zu groß und dann muss es raus. Und keine Ahnung, ne? Es wäre lieber, wenn er das dann irgendwelchen Bärchen erzählt, ne? Die wissen, wie er drauf ist, anstatt dass es entweder irgendwelchen Leuten erzählt, die da vollkommen unbedarft drüber gestolpert sind, oder Gott bewahre, irgendwie tatsächlich draußen in die richtige, echte Welt rausgeht und dann da irgendwelche Dinge tut. Deswegen glaube ich schon, Ja. dass das in gewisser Weise vielleicht ein Gewinn für Rainer ist oder anders gesagt, dass das eine Win-Win-Situation ist. So, er hat seine Triebbefriedigung, wenn ich das mal so nennen kann, und im besten Fall haben die Hater halt wieder was zum Lachen. Vielleicht kann man das so sehen. Das könnte tatsächlich sein, ja. Man merkt das sehr oft, dass er sich sehr auch an uns rangehangelt hat, teilweise morgen früh gewartet, uns angeschrieben, weil er halt irgendwas erzählen wollte. Ja. Der braucht das schon, ja. Er hat ja auch nichts anderes, ne? Also, er hat Ja. nichts anderes, genau. Ja. Und wie gesagt, das ist ja, man sagt das immer schnell dahin. Ja, das in ganz vielen Situationen, ja, Person XY hat ja nichts anderes. Aber man muss sich dann immer mal fürs innere Auge rufen, was das ist, dieses Nichts anderes, das er hat. Wie diese Bilder aussehen aus diesem Monteurszimmer, in dem er da sitzt. Tag ein, Tag aus. Der er seit wahrscheinlich 2 Jahren nicht mehr wirklich das Haus verlassen hat. Das ist wie ein Gefängnis, das ist ein Albtraum. Der hat sein eigenes Leben zu einem andauernden Albtraum gemacht. Und er braucht das da als Eskapismus, dass er sich im Internet von irgendwelchen Bullen verarschen lässt. Das ist halt
Also, wenn sie Reini wäre, wäre das traurig, ne? Außer natürlich Jim. Genau. Viele hatten den Eindruck, dass Rainer deutlich mehr Interesse an Zoe hatte als an dir. Das war, glaube ich, Zufall. Ich glaube, das war reiner Zufall. Unintended. Nee, das war. Man hat es ja gemerkt. Reini hat so die Fühler ausgestreckt und Zoe war halt so die erste, die so ein bisschen drauf eingegangen ist. Und dann waren die Rollen klar verteilt, ne? Zoe ist das erste Objekt der Begierde und die andere ist das Backup-Bärchen, die man sich warm hält für den Fall, dass Zoe sich entweder als Haterin entpuppt oder dass er sich halt wieder verscherzt mit irgendeiner Aktion bei ihr. Ja. Hast du einen Plan, woran das liegt? Ja, ich habe mich von Anfang an rausgezogen aus der Bärchenschiene und habe auch versucht, gar nicht irgendwie großartig in der Richtung aufmerksam auf mich zu machen. Ja, es hat aber nicht funktioniert, liebes Bärchen. Er hat ja dann trotzdem auch dann so Sachen, ja, aber schade, wenn du vorbeikommen würdest oder so, haha, das hat er dann als einen von seinen Witzen dann immer verpackt. Ne? Ihr kennt diese, ne, wenn dann Leute irgendwelche solchen grenzunangenehmen Aussagen rauswerfen, in der Hoffnung, dass da jemand drauf anspringt und wenn dann nicht das gewünschte Echo kommt, ja, war ein Witz, Späßle gemacht, gell? Mhm. Später habe ich auch ein bisschen geblockt und ganz dann später, als dann die Beziehung mit Zoe ein bisschen gebröckelt hat er es dann bei mir versucht, aber da habe ich auch gleich abgeblockt mit, ich komme jetzt erst aus einer Beziehung und ich möchte das eigentlich auch gar nicht und ne, ich wollte das auch gar nicht, weil ich muss ganz klar sagen, ich habe nicht die Stärke. Sie hat nicht die Stärke, die es braucht, aber dann, sie sagt jetzt hier, auch das muss man sich dann immer wieder vor Augen halten, später als die Beziehung zu Zoe gebröckelt hat, hat er es dann bei mir versucht. Und wir erinnern uns noch an den Anfang des Videos. Die ganze Nummer ist innerhalb von 2 Wochen abgedreht gewesen. Vom ersten Tag am Set bis zur finalen Klappe waren es keine 2 Wochen. In der Zeit hat er schon sich eine auserkoren, die er als Hauptbegierdeobjekt hat und eine als Backup-Bärchen, hat bei der einen sein komplettes Bärchenprogramm durchgespielt im Speedrun, war dann, weil sie einen halben Tag nicht geantwortet hat, schon so verzweifelt, dass er dann sich schon ans Backup-Bärchen rangemacht hat. Ich glaube, da hat irgendjemand Torschusspanik. Weil ich glaube nämlich, dass irgendwo tief in ihm drinnen der kleine, vernünftige Rainer sitzt, der ganz genau weiß, dass der Arzt nicht zurückgekommen ist, um ihm zu sagen, dass alles in Ordnung ist, sondern dass der ihm was anderes erzählt hat, als der noch extra nochmal zurückgekommen ist, der Arzt. Und der sich denkt, Digga, ich habe nicht mehr viel Zeit und ich will nicht als Jungfrau sterben. Das ist die Nummer. Dazu, ein Bärchen zu sein. Nicht in dieser Schiene. Das geht ganz weit über meine Grenzen hinaus. Nee, so weit möchte ich gar nicht gehen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Weil man hat es ja bei allen Bärchen mitgekriegt. Und bei dem hier, bei der Zoe-Bärchen ja auch. Das geht ganz schnell in eine richtig, richtig unangenehme Schiene. Und da musst du dann halt auch, wenn du das Bärchen wirklich spielen willst und ihm vorgaukelst, dass es vielleicht eine Chance gibt, ne, dass sich da was ergibt, dann musst du die ganze Scheiße anhören. Und dann musst du diese ganze Belästigung, wenn du da vorher gleich sagst, ja, nee, du, Reini, ist nett hier auf deinem Server, ich finde deinen Blog ganz, ganz toll und ich spiele gerne mit dir Computerspiele und so, aber hier Wurstfach ist nicht, abschminken bitte, sofort, ne, Avancen einstellen, dann hast du zwar, läufst zwar Gefahr, dass schneller mal der Bannhammer fliegt, weil er natürlich sofort einen Großteil seines Interesses an dir verliert. Aber dann musst du halt dann wenigstens diese ganze andere Scheiße nicht mehr anhören, von wegen, wir ziehen zusammen und ziehen unsere kleine Rasselbande von Behindis groß. Wollte ich ganz klar sagen. Also, das verstehe ich auch. Nee, alles gut. Da brauchst du dich ja nicht für zu entschuldigen. Ich finde das nur immer so interessant, weil also ich habe im Drachengame so viele Leute kennengelernt und mich eingeschlossen,
mich schockt halt nichts mehr, wäre mir alles egal. Aber ich finde es spannend, wenn Leute sagen, nee, das ist eine Spur zu heftig, das hätte ich einfach nicht ausgehalten. Also, würdet ihr im Nachhinein sagen, der Aufwand hat sich gelohnt? Für euch oder Ähm, fürs Game, also so insgesamt? also ich würde mal sagen, fürs Game ist es halt einfach eine kleine, nette Erweiterung. Für die anderen Leute vielleicht zum Einschlafen mal wieder was. Ein kleines Add-on, ja. War hier Universums DLC. Wie gesagt, das Drachengame ist ein Live-Service-Game. Ähm, ansonsten zum Lohnen, ich würde Sonst nee, Entschuldigung. Tourette. sagen, höchstens dann, dass ich halt mal Erfahrung damit gemacht habe, was nicht jeder machen kann, tatsächlich. Das hört sich auch einfach schon wieder viel zu tiefschürfend an, als dass es tatsächlich um Reini geht. So hört sich an, wenn man auf Mount Everest gewesen wäre oder sowas. Eine Erfahrung, die hat jeder gemacht, ja, Digga. Ähm, da würde ich, da möchte ich aber auch nicht sagen, dass es sich gelohnt hat, weil ehrlich gesagt hätte ich auch darauf verzichten War können. die schönste Zeit in meinem Leben. Ja, Lebende, lieber Dieben. da möchte ich echt nicht messen. Ist eine wirklich schwierige Frage. Nee, ich streiche das raus mit Erfahrung. Das Sehr sehe gut. ich nicht dazu. Dann höchstens vielleicht eine kleine Mini-Erweiterung fürs Game, irgendwie, dass da halt mal was passiert ist. Ja, Höchstens das, aber ansonsten nicht wirklich. ich glaube, die Leute sehen das auch zu garstig so. Also was heißt denn, hat es was gebracht? Letztendlich ist es halt lustig, sich mit Rainer zu unterhalten. Viele würden jetzt vielleicht sagen, nee, ist es nicht, aber doch ist es. Selbst wenn du mit Rainer irgendwie über belanglose Scheiße laberst, ähm, du hast halt die ganze Zeit im Hinterkopf, Alter, was mache ich hier gerade? Der Typ, der ist so, ja, verrückt einfach. Also, und ich sitze hier und rede mit dem, das ist einfach schon lustig für einen selbst. Also das kann ich. Den Gedankensatz hatte ich sehr oft. Genau Ja, es ist so. halt so, ne? Also du denkst dir echt so, wow, du redest hier gerade so in so einer gerechten Welt, würde Rainer ja einfach irgendwo in der Behindertenwerkstatt Kugelschreiber oder so zusammenbauen und wäre vollkommen uninteressant. Und es ist aber, wir leben aber in der realen Welt, wo Rainer es geschafft hat, dass sich mehrere tausend Menschen für sein Leben einfach interessieren. Das ist Ja, vor allem in der es für jemanden wie einen Rainer Winkler überhaupt möglich war, mehr als ein Dorfdepp innerhalb eines Kirchens zu sein. Ne? Das ist ja wirklich genau. Ich bin ja auch diese Generation. Ne? Wir sind ja genau zwischen den Welten praktisch aufgewachsen. Ne? Wir erinnern uns an beides. Wir erinnern uns noch an die Zeit, wie es war, wo es diese ganze Internetnummer nicht gab, ne? Wo ein Dorfdepp der Dorfdepp war und im nächsten Dorf hat von deinem Dorfdeppen keiner was gewusst. Ne? Die haben ihren eigenen Dorfdeppen gehabt. Und wenn man dann Leute aus dem anderen Dorf kennengelernt hat und die mal besucht hat und dann heißt, ja, das ist da drüben, das ist da hier, das ist der Dorfdepp. Ne? Okay. Ne? In Zwischenzeit haben diese Dorfdeppen alle TikTok auf dem Handy und blöken ihre Dummheit ins Internet hinaus. Und wir haben beide Welten mitgekriegt. Und einige von uns haben sich dadurch halt noch ein bisschen Medienkompetenz aneignen können und andere Leute heißen Rainer Winkler und checken es bis heute nicht. Ne? Dass die Welt eben nicht mehr so ist, wie sie damals war. Dass du nicht beides haben kannst. Ne? Berühmt sein und easy Barne farmen im Internet und nur wenigen als der Dorfdepp bekannt zu sein. Das geht nicht beides. Ne? Das schließt sich gegenseitig aus. schon alles sehr verrückt. Also wirklich, mal drüber nachdenken. Ja, das stimmt wohl. Bleibt ihr dem Game dann ja, noch erhalten? Also falls das Game überhaupt noch weitergeht? Oder sagt ihr so, boah, nee, komm, reicht jetzt auch, kein Bock mehr drauf? Mit erhalten gemeint irgendwie neue Videos oder was ist es genau? Ja, generell, also wenn Rainer jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in einem halben Jahr wiederkommt auf TikTok und sagt, so Leute, ich bin wieder da, ich war jetzt ein Jahr weg, ich habe es euch bewiesen, aber jetzt kommt die große Content-Offensive und hier ist mein neuer Discord-Server. Würdet ihr dann wieder raufgehen keine Ahnung, auf den Discord-Server und sowas halt oder eher nicht? Mhm.
weiß ich gar nicht so. Ich denke, ich würde da vielleicht mal tatsächlich drauf gucken. Sollte sich mal wieder irgendwas ergeben. Ja, ich denke schon. Ich habe das Problem, ja, sie kann das auf jeden Fall machen. Sie ist eine Mulle und auch wenn er rein ihren großen, hohen, sehr tollen IQ in ihrer Stimmerkennung hat, lol, ist sie da easy wieder drauf. Ne? Muss ich nur einen neuen Discord-Account machen und Horadigams geht halt weiter. Ganz ehrlich, ich bin halt zu schlecht vernetzt. Ne? Ich bin halt wirklich ich habe fast kein Social Media. Ich würde es halt wieder als letzter mitkriegen, dass sowas ist. Und dann ist halt auch wieder zu spät. Ich würde es vielleicht mal versuchen, einfach aus Spaß an der Gaudi. Dass man dann sagt, hey, schauen wir mal, wie lang halte ich es auf Reinis Discord aus, bevor ich ihm alles Mögliche an den Kopf schmeiße und gebannhammert werde. Interessieren wird es mich schon einmal. Dass ich dann auch mal Aber auf irgendwie. der anderen Seite ist es mir dann halt wirklich, das ist mir auch das Commitment nicht wert. Ne? Weil du musst ja wirklich Zeit investieren. Das ist ja, was ich so mitgekriegt habe, ist ja mit Reini auf dem Discord sein, ist mehr oder weniger ein Nebenjob. Da ist das ist harte Arbeit. Mal ein bisschen mit dem quackeln würde. Mhm. Aber jetzt das erzwingen oder so jetzt nicht unbedingt. So, mal gucken. Mal schauen. Wir werden dann sehen. Was mir gerade noch einfällt, ist tatsächlich so eine Moralfrage. Das ist ja mittlerweile bei mir auf dem Kanal zu so einer Art Meme geworden, aber deswegen brauche ich auch nicht darauf irgendwie zu antworten, aber deine Meinung würde mich interessieren. Es gab ein paar vereinzelte Fragen oder eher so Kritik, die gesagt haben, dadurch, dass ihr auf dem Server seid, beziehungsweise auf dem Server wart, habt ihr einem, hier steht jetzt Sexualstraftäter, er ist ja noch nicht verurteilt, das Gefühl gegeben, dass seine Neigungen und Gedanken normal sind. Was ihn daran bestätigt. Ja, also meine Meinung dazu ist Horseshit. Ne? Reini, so habe ich auch mal gedacht, in Zwischenzeit, zwar mehr oder weniger auch durch diese Leaks, ist mir bewusst geworden, ist vollkommener Humbug. Denn da hat Reini wirklich die Wahrheit gesagt, das ist ihm wirklich scheißegal, was die Leute denken. Ne? Er hätte das gerne, ne? Er hätte das gerne, dass irgendjemand sagt, Reini, das ist absolut top, ne? Das ist wirklich super, aber das ist nur Zuckerl. Das ist für ihn, glaube ich, nur Zuckerl. Für ihn ist erstmal wichtig, dass er jemand anderem diesen Gedanken mitgeteilt hat, ne? Ob derjenige das will oder nicht. Und dass andere Leute mitkriegen, dass er diese Genialität in sich hat. Was sie da davon halten, ist ihm, glaube ich, relativ wurscht. Ne? Ob die das mögen oder nicht. Wie gesagt, wenn das dann jemand mögen würde, dann fände er es cool. Aber an sich ist es ihm scheißegal. Und dass man dann ihm da die Bestätigung gibt, wie gesagt, das habe ich früher auch gedacht, dass er sich dann darin bestätigt fühlt und das mehr verinnerlicht, der kann das nicht mehr verinnerlichen. Für Reini ist seine Gedankenwelt, was dieses Thema angeht, ne, mit den PDF-Files und mit der Vergenusswurzelung, das ist set bei ihm. Das kann man nicht mehr tiefer verinnerlichen. Das kriegst du aber, glaube ich, aus ihm auch nicht mehr raus. Und da ist er, glaube ich, wirklich so My Way oder Highway. Entweder findest du es auch geil oder leck mich am Arsch. Das Ganze halt weiter ins Internet zu rotzen oder weiter auszuleben. Wie stehst du dazu? Da da müsste man mir mal eine Stelle raussuchen, weil ich wüsste jetzt halt nicht, wo ich explizit ihn dazu aufgefordert habe oder irgendwie mal gesagt habe, oh, finde ich ja eigentlich super toll. Wenn, dann habe ich vielleicht auch gar nichts dazu gesagt. Das kann vielleicht der ein oder andere dann auch irgendwie schon sehen, dass man ihn dazu ermutigt. Aber Ja, das kann man als stillschweigende Zustimmung deuten, aber wie gesagt, an Reini prallt ja jegliche Form von Kritik einfach ab. Man hat es ja damals mit der Kommune der Freiheit gesehen, mit dem Kinderthema. Da hat er den Gegenwind bekommen von allen Seiten. Dann hat er halt so ein bisschen verlogen vor sich hingedruckt. Ja, dann ist halt hier ohne Kinder. Aber eigentlich war es ihm egal. Und der Blog, den er dann ein halbes Jahr später ins Internet gerotzt hat, da war das dann wieder alles so wie vorher. Da war da von der großartigen Erkenntnis wieder nichts zu sehen.
Aber ich muss auch ganz klar sagen, egal wie man es macht, ich glaube, solche Gedanken kriegst du aus dem Rainer auch so nicht raus. Und sie muss es wissen. Ne? Sie hat 2 Wochen Intensivtherapie gekriegt, ne? Hm. Also ganz egal, ob man ihn jetzt dazu bringt oder halt auch zu ihm sagt, ey, Rainer, das geht so weit, mach das nicht. Das haben in der Vergangenheit auch Leute gemacht. Das wird sich nicht ändern. Das auf keinen Fall. Ja. 100%ige Zustimmung. Rainer. Okay, ich verstehe. Genau. Gibt es eigentlich auch visuelles Material aus der Zeit? Also ich kann mich erinnern, dass Rainer zum Beispiel, als ich damals auf seinen Servern war, hat er manchmal auch privat für uns gestreamt. Das wird er ja wahrscheinlich bei euch jetzt nicht gemacht haben, weil er Angst hat, geleakt zu werden. Aber gab es irgendwas? Fotos, Screenshots? Hat er irgendwas euch geschickt? Also gab es da irgendwas? Kennen Sie Bilder zum Beispiel? Er wollte tatsächlich Fotos an Zoe schicken, aber nur im Austausch, wenn sie ihm ein Nacktfoto schickt. Klassiker. Ein richtiger Gantelmann, der Reini. Ich schick dir hier so ein Maulwurfsbild, aber bloß, wenn ich vorher Wurstfach sehen darf. Und dann darf sie das Gesicht von ihm sehen. Ja, aber wieso habt ihr nicht einfach irgendein Internetbild? Ja, also schwierig, weil Rainer hat schon ungefähr gewusst, wie unsere Zoe ausschaut und deswegen haben wir es nicht mehr machen können. Ich habe versucht mit AI und was weiß ich nicht noch irgendwas herzuzaubern und auch die anderen, aber ich glaube, selbst ein Rainer wäre nicht drauf gegangen und dann haben wir es lieber sein lassen und dann ist es leider nicht mehr dazu gekommen. Ja, okay. Ja, macht. Ja, ich glaube, da ist jetzt der Welt nicht wirklich ein krasser Schatz verloren gegangen und dem Drachengame auch nicht. Ne? Wir haben diese Pansy-Bilder von ihm schon zu Genüge gesehen. Ne? Jedes weitere dieser Bilder, das nicht in den digitalen Äther rausgeschissen wird, ist wirklich positiv für alle Beteiligten. Ja, das ist schwierig. Ich habe mich auch mal irgendwann als Mulle bei Rainer ausgegeben und das ist ja schwierig, normale Bilder dann zu finden, plus irgendwelche Nacktbilder, die man dann Rainer schicken kann, die dann auch irgendwie authentisch wirken. Vielleicht schätzen wir Rainer auch alle für zu schlau ein und er hätte es nicht gecheckt, aber. Jetzt aber keine Ahnung. Oben ein bisschen die Wolken wegretuschieren und sagen, es war auf Madeira. Ich weiß nicht. Manchmal hat er tatsächlich kleine helle Momente, was einen überrascht, aber das zerstört er dann eigentlich binnen Minuten wieder. Naja, er ist halt nicht der Schlauste, aber er hat ja schon mehrere Jahre Erfahrung damit. Also klar, dass er so auf so gewisse Sachen nicht mehr reinhält. Also das macht schon. Ja, ja. Ging es euch da bei der ganzen Geschichte um Reichweite, Geld oder Aufklärung oder einfach nur persönliche Belustigung? Ich würde sagen, tatsächlich persönliche Belustigung. Also, ja, da Reichweite auch nicht unbedingt. Uns war auch klar, wenn wir den Kanal da starten, der wird vielleicht dann irgendwann mal runtergenommen oder so. Mhm. Und auch selbst wenn alles drauf geblieben wäre, wir hatten jetzt auch nicht vorgehabt, noch weiter was zu machen und möchte ich auch so selber nicht. Das steht gar nicht zur Debatte. Einfach Belustigung. Wir sind ja auch. Oh, apropos, wie schaut's aus? Ich hoffe, das wird auch noch angesprochen. Der Betreiber von dem einen Odyssey-Kanal, da kam ja da auch so eine kryptische Nummer. Vielleicht kriegen wir dazu noch was zu hören. Einfach zufällig dort gewesen. Ja, klar. Wie weit wäret ihr eigentlich? Aber was ich so raushöre, waren diese ganzen Leaks so eine Gelegenheit macht Diebe-Nummer, oder? Man hat mal geschaut, ist mal hier auf diesen Server draufgegangen und hat dann dadurch Reinis Aufmerksamkeit erregt und dann kam so praktisch so die Anfrage, ob man nicht auf den geheimen Secret Universums-Blog-Server mit draufkommen will. Voll exklusiv, Digga. Gegangen. Wenn Rainer jetzt nicht euch auf die Schliche gekommen wäre, keine Ahnung, hättet ihr euch auch vorstellen können, mal nach Berlin, Schrägstrich Zobis zu fahren? Oder ja, hättet ihr da gesagt, nein, natürlich nicht? Rainer hat Zoe zu seinem Geburtstag eingeladen, da ja irgendwie noch, ich weiß gar nicht mehr, wann er genau Geburtstag hat, aber das war 2.8. auf jeden Fall vielleicht ein paar Tage, Wochen später oder so. Mhm. Und da habe aber ich klar gesagt zu Zoe, wir lassen dich da nicht hingehen. Wir wissen alle, was Rainer mit den vorherigen Mädchen, Frauen alles so gemacht hat und da habe ich auch eine Grenze, auch für sie gezogen. Das möchte ich dann absolut nicht verantworten. Hab dann gesagt,
Ja, keine Ahnung, wenn so eine Cola-Bärchen-Aktion gewesen wäre, wo noch Leute mit dabei sind. Aber natürlich kann ich das auch verstehen, dass man hier sagt, hier, ähm, wie gesagt, der Mann ist ja offensichtlich nicht ganz richtig im Kopf. Und Leute, die nicht ganz richtig im Kopf sind, sind halt oft mal irrational. Sagt. Das machen wir nicht, da wird sich nicht getroffen. Also selbst wenn wir 2, 3 Monate dort gewesen wären, Zoe und ich, wir hätten uns nicht getroffen mit Rainer. Also sie war ja doch relativ unerfahren, oder? Also ihr musstet ihr dann schon Ja. wirklich sagen, nein, hier ist eine Grenze. Okay. Ja, sie ist sehr jung. Sie ist sehr jung und sie kennt sich da nicht so viel aus. Und also sie weiß schon einiges übers Game auch, aber wir wollten trotzdem ein bisschen auf sie aufpassen und ich finde, das ist auch keine gute Idee, einfach zu einem Mädchen zu sagen, so, du gehst jetzt zu Rainer, zu seinem Geburtstag, Ja, nee, das natürlich nicht, ne? alleine. Das geht nicht, absolut nicht. Nee, nee. Aber wie gesagt, ne, da kannst du ja auch wirklich in einen Bereich der dann wirklich gefährlich wird. Ja. Also auf dem Server an sich waren ja ihr beide, Guido, wenn auch nur für eine kurze Zeit, und dieser ominöse Vierte. Dieser Vierte, der euch dann verraten hat, beziehungsweise verraten wollte und nicht ganz zurechnungsfähig war oder eine Gefahr war. Ich glaube, das kennt auch jeder, dass so Misstrauen untereinander herrscht. Kennt man den Vierten? Also war das irgendein. Nein. Nein, ist kein Bekannter irgendwie aus dem Game. Nein, 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 nein. Nee, nee, ist auch zufällig kennengelernt und ja. Es gab super viele Trollfragen, ob ihr euch beschmutzt fühlt, die Rettichfrage und so weiter und so fort. Die Rettichfrage kommt immer. Wann die OF-Staffel von dir beginnt. Und genau. Ja, hat die Bugs Bunny-Staffel schon begonnen? Also, ja gut, ihr habt ihn nicht gesehen, ne? Also ihr habt kein Foto. Kein aktuelles. Oh, ja, stimmt, die Bugs Bunny Staffel, auf die warten wir ja schon seit Ewigkeiten. An die Leute, die nicht wissen, was die Bugs Bunny Staffel ist. Man hat vor allem, vorher ist es schon gut, aber vor allem während der Ranger Staffel war Raini ganz oft hier sehr nah mit dem Gesicht an der Kamera. Ja? Und Raini hatte vorne den einen seitlichen Schneidezahn damals verloren, als er an sich selber da mit diesem Besenstiel rausgemeddelt hat. Und der andere auch seitliche Schneidezahn, der hat von innen schon so dunkel durchgeschimmert. Und da gab es damals während der Ranger-Staffel, hat man das sehr deutlich gesehen, weil die Kamera halt immer sehr nah am Gesicht war. Und da gab es schon Wetten darüber, so wann sagt dieser Zahn Medal off. Er hat erstaunlich lange durchgehalten. Bisher, so wie gesagt, die letzten Aufnahmen, Bilder von Reini, die ich kenne, da hat er diesen Zahn noch. Aber man hat gesagt, wenn der mal Metal Off sagt dann, und die anderen zwei in der Mitte noch da sind, dann ist die Bugs Bunny Staffel. Das Foto von ihm bekommen, ne? Nein. Genau, ich bin, glaube ich, mit den Fragen an sich durch. Bin aber gerade noch am Überlegen, ob ich nicht noch was hatte. Moment. Ach so, ja, genau. Wie glaubst du, geht's jetzt weiter? Also mit Rainer. Glaubst du, da passiert noch großartig was? Oder war es das dann wirklich sozusagen? Ich glaube, früher oder später kommt er bestimmt nochmal zurück. Wie Amen. und in welcher Form und Gewicht weiß ich jetzt auch leider noch nicht. Aber ich glaube, der kommt bestimmt wieder zurück. Der kann das auch nicht lassen. Wie du ja schon vorher sagtest, er braucht ja auch irgendwie sein Ventil da. Der braucht den Kontakt und den wird er sich auch irgendwie wiederholen. Und das ist halt in seinem Status immer nur die Form von Internet, weil rausgehen tut er ja nicht. Ja, Dabei ist er auch dauernd im Späti und im Gym da in Berlin, wo er wohnt. deswegen, ja, ich glaube, der kommt bestimmt nochmal wieder zurück. Aber ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwie ein großartiges Feuerwerk rumkommt. Das kann ich mir tatsächlich nicht mehr ganz so vorstellen. Hm. Ja, ich denke auch, ne? Er hat halt nichts anderes. Er ist ein bitte Ende 30-jähriger Mann, der wirklich nichts anderes hat, außer dieses Internet-Ding. Ich glaube, es ist auch unter normalen Gesichtspunkten einfach schwer, da in ein normales bürgerliches Leben sozusagen zurückzukommen. Und es wird ihn auf Dauer nicht befriedigen, mit Bürgergeld bei Uwe zu sitzen. Ja, das ist der nächste Punkt. Ne? Das ist ja alles irgendwie unter seinem Niveau eigentlich. Ja? Und lass irgendwas nochmal sein. Ne? Irgendwas, was er ganz dringend haben will.
Ein Ranger wird's nicht, weil der wird sich jetzt, also so dumm ist nicht einmal Rainer, dass er, solange er den Lappen nicht wieder hat und den kriegt er nie wieder, sich nochmal so ein Auto kaufen würde. Aber es kommt irgendwas anderes. Unterhaltungstechnik wird sehr, sehr, sehr viel teurer. Vielleicht geht der Laptop gerade noch so. Vielleicht hat er es irgendwie Agumbel von Uwe Arts richten können oder sonst irgendwas. Irgendwann muss Gaming-Hardware her. Und die wird nicht günstiger. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, alle Komponenten sind preislich vollkommen utopisch durch die Decke geschossen in den letzten 5 Jahren. Und spätestens dann müssen mal ein paar tausend Euro auf den Schlag her. Wo soll er sie nehmen? Ja, woher soll er sie nehmen? Dann wird wieder im Internet gebettelt. Dann wird es sich wieder zum Obst gemacht. Also deswegen glaube ich schon, dass da auf jeden Fall irgendwann nochmal was kommt, genau. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wie Auf jeden Fall. waren eigentlich allgemein? Gib mir die Hand. Ich baue dir ein Schloss aus Schmand. Und dann steht die Schanze als. Okay. Also die Online-Zeiten. Du meintest, er hat oder euch früh morgens angeschrieben und du hast auch gesagt, ihr wart einmal 9 Stunden mit ihm online. Wie sah da so der Zeitplan aus von Rainer oder auch von euch? Also der Zeitplan von Rainer war tatsächlich so circa zwischen 7 und 8 Uhr bis 22, vielleicht 23 Uhr. Aber nicht weiter. Danach ist er tatsächlich schlafen gegangen. Hast du halt zumindest einen normalen Schlafrhythmus bekommen? Tatsächlich ja. Also der ist Ja, wild. Gut, aber es ist auch vollkommen egal, wann er dattelt. Wahrscheinlich hat er festgestellt, dass in dem Zeitraum dann mehr Leute auch online sind. Ja? Tagsüber. Dass dann ab 23 Uhr sind nur noch wenig Leute online. Dann passt man sich den Biorhythmus der anderen Leute doch dann lieber an. relativ früh ins Bett auch immer gegangen und dann war auch zeitig wach. Wie eine Uhr. Das war verrückt. Aber dementsprechend hat er uns halt dann auch gleich angepinkt und angeschrieben und hey, ich sitze schon hier drinnen. Wenn ihr ja mal Zeit habt, dann Also das ist, keine Ahnung, ich will es jetzt ungern damit vergleichen, aber das hört sich schon fast ein bisschen an wie unsere Katzen, wenn sie morgens, wenn Fütterungszeit ist, ne? Die werden ja unter der Woche immer zur selben Zeit gefüttert. Und das natürlich dann am Wochenende, wenn wir nicht in die Malorene müssen, dann kommt zur genau selben Zeit, wird dann mal kurz nachgemaunzt. Wie schaut er aus? Der Napf ist leer, Kollege. Mal raus aus die Federn. könnt ihr ja auch reinkommen. Ich bin da. So. Die erste Woche war ich halt arbeiten auch so. Da ist mir leider der Spaß am Morgen entgangen. Dafür hatte ich das am Abend dann zurückbekommen. Ja, also ich würde sagen, so früh, es war eher so Zoe mittags rum auch. Und ich habe ihn dann eher so abends rum belustigt oder So wild 7 bis 23 Uhr. Das ist mein kompletter Tag. Das ist mehr oder weniger, ist das mein kompletter Tag, sitzt er einfach nur da vorm Rechner. Durchgängig. Bei mir ist auch so, 7 so in der Früh, roundabout, ne, quäl ich mir raus aus die Federn und abends so 11, 12 rum spätestens geht's wieder rein in die Haie. Aber ich krieg da deutlich mehr geschissen in dem Zeitraum als Reini. Und das, obwohl ein großer Teil dieser Zeit in der Malochene stattfindet. mit dem Zocken. Das Zoe ist gar nicht so die Zockerin. Ein bisschen auf der Switch, aber das war es dann auch schon. Genau. Ja, sehr schön. Das waren auf jeden Fall für euch ereignisreiche 2 Wochen, kann man vielleicht sagen. Hast du irgendwie Ja. noch eine Sache, die du der Welt mitteilen möchtest am Ende? Weil ich bin auf jeden Fall mit den Fragen durch und die Pflichtstunde ist auch erfüllt. Also, wenn du noch was zu sagen hast, sag's gerne. Ich Bei mir ist schon mehr wie die Pflichtstunde erfüllt, aber ja, die letzte Minute, die geben wir uns noch, was sie da noch zu sagen hat. Dann ist auch wieder gut. verabschiede mich schon mal. Es hat mir Spaß gemacht und an die Zuhörer, vielleicht bin ich in Zukunft wieder regelmäßiger und zuverlässiger da. Ankündigungsdiemen am Stissel. Bin ich eh nicht. Ja, was kann man großartig dazu sagen? Eigentlich ist alles gesagt, was man so sagen könnte. Also, ich könnte jetzt eigentlich nur von kleineren Erfahrungen sprechen, aber ansonsten, es ist gar nicht so lustig und auch gar nicht so toll, tatsächlich mit Rainer in Kontakt zu sein. Ja, das wären so meine letzten Worte. Sehr schön. Dann verabschiede ich mich. Vielen Dank. Da waren wir. Wunderbar. 1 Stunde 40 Minuten. Das solide.
Das ist wirklich solide. Doch noch relativ kompakt zusammenbekommen, die Nummer. Dann, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich hier bei Demon und bei dem Bärchen für den guten Content. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was es als nächstes gibt. Zu welchen Themen. Ich habe jetzt erstmal ein paar Tage Urlaub. Ich weiß nicht, ob ich dann dazu komme, irgendwas auf diesem Kanal hier zu machen oder ob ich mir ein bisschen generell Auszeit von allem gönne. Je nachdem, wie es mir bockt. Ich sag's euch, wie es ist. Bin jetzt auch froh, dann zwischendurch mal ein bisschen weniger hier im Internet stattzufinden und mehr Zeit mit, vor allem mit meiner besseren Hälfte zu verbringen. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Reini tut. Und schreibt mir vielleicht in die Kommentare, wann fängt die nächste Staffel an und um was wird's gehen. Ne? Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Metal Love.